Der Timmy Boy kann es wieder nicht erwarten. Allerdings glaube ich, war ich auch 10 Sekunden spät. Schmiedi kann es auch wieder nicht erwarten. Tim, ich heiße ab jetzt halt einfach Schmied-Tim. So heißt es. So heißt es halt. Jetzt warte ich erst mal, bis ich mich selber her. Also mal Phase 1. Phase 1, bis ich mich selber her. Hallo? YouTube? Ja? Also mal Phase 1. Sehr schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Holly! Drop the Bass, Siemens Bierger, Freitag 20 Uhr, grüß Gott beieinander. Grüezi fix an für Leute da. Also für einen Freitag haben wir heute verdammt viel. Wieso bin ich eigentlich so riesengroß im Beutel? Ich weiß es nicht. Ich habe Kamera wieder auf 2K umgestellt. Also wenn Kamera, weiß ich nicht, ruckelt oder kaputt ist oder keine Ahnung was, dann was es selbst ist. Hau die Hände miteinander! Schmidi, Timmy Boy, Popo-Männer. Na, ab jetzt ist, wer vor der Begrüßung rein donated, ist jetzt der Bobermann. Hashtag Bobermann, ab in den Chat, so schaut's aus. Jetzt gerissen wir erstmal in den Haufen, so schaut's aus. Hau die Ehre an den Bertel, an den Schall, an den Püt, an den Crank, an den Max, an den Sam Crowifin und den Rest der Mods, an den Biker, an den Bugel, an den Gnedelwusel, an den Woodenbeef, an den Steep, an den Tini Winnie, an den Hallerdizer, an den Capricorn, an den Fabian, an den Alexander, Kotzer, an die Anna, an den Selbstspieler, an den Freshman, an den Tobi, an den Ref, an den Cat. Nein, heute nicht. Nein, heute nicht. Nein, just now. Na, was? Kuckuck, bin Ada XD. Lausbruder, stop it. Na, heute nicht. Es ist am Mittwoch völlig aus dem Ruder gelaufen. Es ist ein Schluss jetzt mit der Scheiße. Grad heute. Heute bin ich dran. Außerdem muss ich noch was dazu sagen, was den Merch betrifft. Ich muss euch bis Weihnachten damit auf den Sack gehen, es hilft nicht. Da haben wir gestern schon wieder eine Scheiße da gehabt, als ich gesagt hab, ist eh klar. Lausbruder, merci. Löwense, merci, die haben ihre Bierger, ist fucking schöner WE-Stream, Mönchshoflager. Ich hab immer noch keine Battle gesehen, ich glaub, da kein Wort. Frank Cry, merci dir! Wo Alec Birger. Laut IGN hat A Rockstar Games Mitarbeiter bestätigt, dass GTA V Evoda Grafik ziemlich wie der Trailer ausschauen wird. Erstmal merci dir, Schmidt. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch zwei Volltrottel. Okay. Drankgrime, merci dir. Da haben wir sehr viel. Erstens einmal vielen Dank für den Zuspruch an die Reaction vom Dienstag. Das freut mich wirklich sehr. Zwar, na, Stutz jetzt! Ich mag was verzeihen! Ich mag was! Max, eben jetzt wieder ein Reset. Bussi aufs Nussi. Da haben sehr viele Leute drunter geschrieben, dass Rockstar eigentlich dafür bekannt ist, dass in einem Trailer gern Ingame-Grafik benutzt wird. Ich bin gespannt, oder? Hey, lass mich, wer weiß, was die für eine Ich habe nachgelesen, GTA 5 hat in der Entwicklung 250 Millionen $250 Millionen gekostet. Ohne Werbebudget. GTA 6 hat bis jetzt 2 Milliarden $ gekostet. Einfach mal da drüber nachdenken. Darf mich nicht wundern, wenn die vielleicht irgendeine Engine, eine hauseigene Engine halt so weit aufdraht haben. Ach komm, Leute, nicht. Das kann halt nicht euer Ernst sein. Enkel. Was? Für meinen Ehr? Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Enkel bin oder. Leute, das ist so über alle Maßen utopisch, dass es nicht mehr feierlich ist. Opa Sepp, du bist am Mittwoch schon völlig ausgerastet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach. Es ist absolutere, surreale Scheiße. Hä? Warum, Alter? Please, bitte. Servus. So Jahresmerch ist bestößt. Nein, danke schön. Danke fürs Regeln. Ne, merci. Oh, du bedankst dich bei niemandem. Leider ohne Scheiß jetzt. Nett na jo und spui gescheit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute gescheit spielen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass das Spiel gescheit funktioniert. Stipo, merci. Opa, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich beim Rest sagen soll. Bitte hört's auf damit. Es ist genug. Opa, Donation-Verbot. Keine Ahnung, bis wann suchst du selber aus. Aber mindestens nächstes Jahr. Okay? Please. Stop it. MXD, gibt's halt nichts unter 20 €, oder was ist da? Der Tim Schmid. Passt. Dann ist der Schmidt-Tim, dann ist der Tim Schmid. Vielleicht merken es mir dann. Leute, ohne Scheiß, Dankeschön. Ich weiß nicht,
was ich sagen soll. Okay? Dankeschön. Darf ich jetzt was sagen? Lass mir was sagen. Wir waren das da, weil merci für den Resub. Der Black Reaper, merci für den Resub. Der nicht angezeigt worden ist. Tim Schmidt, merci, MXD. Dankeschön. Ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Merci. Jetzt gibt der Brucki. Dere, dunkle Humor. Warum gibt es in Afrika so wenig Zahnärzte? Mein ehrenamtlicher Enkel. Also ich bin der ehrenamtliche Enkel. Wie alt bist denn du? 126. Oh, bei mir ist jetzt Schluss jetzt! Fuck! Brucki! Dunkler Moor, warum gibt's in Afrika so wenig Zahnärzte? Wenn nichts zum Essen habe, braucht keine gescheiten Zähne. Der war ein wenig flach. Brucki, das geht besser, dann müssen wir uns mehr... Alter, ohne Scheiß, jetzt gib mir Ruhe. Gib mir Ruhe, jetzt weiß ich dort, weil es lächerlich ist einfach. O P 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 A I hab da doch GSAGT, du sollst die Rente nicht so verblosen. Was in Gottes Namen? Ich weiß nicht, was heute... Ich weiß nicht, was heute... Es gibt die einzige Erklärung. L steht vorm Spiegel und fragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Darauf antwortet der Spiegel: Geh mal zur Seite, ich kann ja gar nicht sehen. Was ist denn heute für ein... Was ist denn heute? Tag der unfassbar schlechtesten Witze der ganzen Welt! Und Tag der gibt den Fettsack im Internet mein Weihnachtsgeld! Ich versteh's nicht! Warum? Alpharius mir... Gruß aus Straubing. Hashtag Straubingsaft Karmeliten. Ich habe nur eine Erklärung dafür. Es muss so viel Weihnachtsgeld geschissen haben wie... Raute Gleschmeissuat, na du darfst nix sagen, Kappa o. Warum steht denn eigentlich dein Name da unten, Alter? Haben wir es jetzt geschafft, ja? Geh einfach mal 15 Minuten. Ja, ich müsste eigentlich die Hunde noch eine Gutti bringen. Die Frau ist im Christkindlmarkt. Irgendjemand muss ja den 8 Euro Glühwein zahlen, weißt du, was es ist. Bruder. Okay. Haben wir's? Haben wir's nicht. Okay. Haben wir's nicht. Und dann schauen wir uns jetzt das noch bis um 10 noch hoch, weil es sowieso jetzt mal so scheiße ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Dankeschön. Mein Maker, merci. Pombeter, merci. Alpharius, merci für den Reset. Basti Hero, merci. Lausbur, merci. Julia, merci. Die habe ich ganz übersehen. Sie haben das Bierger auf einen geilen Stream. Bussi aufs Bauch hin. Das kann ich so noch nicht versprechen. Warum werden wir in 3 Minuten sehen? Brucki, merci für den Euro. Probieren wir es nur mal mit dem Klassiker. Was haben GTA und das Dritte Reich gemeinsam? Wenn du einen Stern hast, wirst du verfolgt. Der kann unerwartet. Du nimmst. Okay, Brücke, hast du rausgerissen. Hast es komplett rausgerissen. Mackerl. Was ist mal da und sagen wir einfach, weiß ich nicht, 10 Minuten lang merci. Ich darf gerne was zum Merch sagen. Es war mir eigentlich wichtiger. Kauft euch ein scheiß T-Shirt, kauft euch einen Pulli, was weiß ich, was ihr jetzt da habt, was davon. Hast du es in der Hand und nicht bloß den Vollidioten, die Arme ins Mikrofon einbläht. Warte, da kriegst du die Tröte. Guten Morgen, Rest in Peace, Mr. Headphone-User. Mackerl, merci, Bruckerl, merci, Traumtänzerin, auch noch hinten neu geschissen, merci dir. Der hat heute Resident Evil 2 Streams nochmal geschaut. Oh, lecker, Alter, das ist lang her. Wie lange ist es her? 5 Jahre? 4 Jahre? Du nimmst Gott sei Dank nur an Merch gekriegt. AF an schöner Stream, Herr Warum denn ein Merch kaufen und 50 Euro in den Stream einscheißen, weil es eh wurscht ist? Ich weiß nicht, was ist mit euch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Alle Kinder machen Mutterwitze, außer Heine, den es ist seine. Was? Anna, was nein. Alle Kinder machen Mutterwitze, außer Heine, denn es ist seine. Den hab ich so noch nicht kennt. Bürger auf einen geilen Stream, Grüße aus Burg Lengenfeld. In Burg Lengenfeld wuchs das Geld offensichtlich auch auf den Bäumen, alles klar. Ich weiß nicht, was da gerade passiert, Kinder. Ich weiß es nicht.
offensichtlich gibt. Nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Lenny kann der Lenny sein, kann aber auch der Text sein, ich hab keine Ahnung. Firestone, merci dir, ich weiß nicht, Anna, danke dir, Hasti, danke dir. Es war dein Text, danke für die Mitgliedschaft, du bist neues Mitglied, kriegst die Privatröte. Küsschen aufs Nüsschen. Sonntag, Ruhetag, merci dir. Ich will auch. Warum kann man Geschriebenes von Tintenfisch nicht lesen? Sie krakeln. Okay, halt doch dein Maul. Halt's doch ein Maul jetzt! Sag mir, hat's ja nicht. Also ohne Scheiß, ich sage ja so schon oft, ihr seid nicht ganz dicht, aber was da jetzt gerade schon wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll! Ich hab nichts getan! Nichts Besonderes! Na! Merch ist show, da brauchst gar nix so. Ja, Gott sei Dank! Grüße an die Kollegen von Hashtag voll Erinnerung. Ja, ich seid alle irgendwo, ich geleckt wieder am Arsch dann, ich seid alle nicht ganz, also ich mein's jetzt. Ich sag, die Liste, die da noch kommt, die hat's nicht ganz dicht. Der Julian wird wieder nicht angezeigt. Haben wir's jetzt? Nein, haben wir nicht, weil der Andi, der sagt, aber du kaufst ja einen halben Glühwein in Minga. Stimmt, bei uns kostet er 18, in Minga kostet er 18. Herzlichen Glückwunsch, dann ist er nicht mehr gescheit eingeschenkt, der Hurensohn, der Fotzengrube. Kaufst da an Heubaden Glühwein in Minga. Bevor ich hier auf Minga fahre, schneide ich mir lieber beide Haxen ab und erschlag mich damit selber. Erst lieber Premium, Leute. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein voll bis Gott. Ich weiß nicht, wer es war, aber da müsste DM. Du hast eine Sonderregelung und du weißt, wer! Wieder live. P.S. Merch wurde bestellt, ich freu mich. Das ist egal. Was kostet der eigentlich in der Schweiz? Kostet das 5 Euro? Es ist einfach maßlos übertrieben. Schon am Mittwoch gewesen. Ich weiß nicht, was das soll. Es rennt bloß noch 20er. Das ist sehr lang her, wie das letzte Mal passiert ist. Und normalerweise haben da irgendwelche Videos viral gegangen oder sonst irgendetwas. Es ist in dieser Woche nicht recht viel passiert. Außer, dass wir uns 3-mal oder 4-mal sehen, anstatt... Hoodie ist heute in Wien angekommen, schaut richtig geil aus. Danke, bester Nachbar. Ich kapier's nicht. Ja, geil, merci. Andi, merci. Mr. DM, merci. Julian, merci. Hansi, merci. Andi, merci. Benjan, die hab ich übersehen. Dankeschön. Danny, du auch, merci. Timmy Boy, merci. Lenny, alle, merci. Wir müssen jetzt aber Schluss machen, sonst kriegen wir einen Vogel, Alter. Fabi, das ist der Fabi, ja, merci dir. Wer ist der andere? Da, geil, merci. Der Hoodie ist heute in Wien angekommen. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnacht. Ich weiß nicht, was das soll heute. Ich hab keine Ahnung. Ich hab schon nicht verstanden, was das am Mittwoch soll und ich kapier's nicht. Das war der GTA-Trailer. Der hat nicht so viel Aufrufe, dass das irgendwie sich bemerkbar machen sollte. Ich weiß nicht, was das soll. Timmy Boy! Euro immer nett. Wally lesen! My Merch ist gestern Das hab ich nicht gelesen. Scheint über mein Haupt, okay, tschüss. Herz, Raute, Geld, geiler Wichser. Haben wir's jetzt? Nein, wir haben es nicht. Das, so, Gichtfutz, du bist jetzt der Letzte. Ich druck jetzt Alerts aus, weil sonst kriegen wir einen Vogel. Das ist völlig lächerlich. Das ist völlig lächerlich. Ich weiß nicht, was das soll. Ich sitze einfach nur Freitag auf die Nacht da und spiele Computer. Das, was ich auch dort hat, wenn der Stream nicht laufen hat. Was denken Sie, die Leute? Hey, das ist eine richtig gute Idee, da 50 Euro. Sind wo? Ich versteh's nicht! Stefan, merci für den Resub. 60 Monate ist absolut gestört. Das Scheiße nicht. Schlecht nicht! David, merci dir. Stefan, merci dir. Und der Opa, geil, auch merci dir. Wir starten jetzt das Spiel. Vorher sag ich dir was. Alert Sounds sind jetzt out. Ich flippe aus. So, Schluss. Nein, das war der Hintergrundmusik. Das war die falsche Musik. Achtung. So, David, du auch noch. Schluss jetzt mit dem merci dir. Abhauen jetzt. Für die kauft er was zum Saufen. Was ist das viel wichtiger ist, der scheiß Jahresmerch war über Nacht nicht online. Warum? Weil sie es mal wegen Copyright-Regeln gesperrt haben. Herzlichen Glückwunsch, das hatten wir schon mal. Dann habe ich eigentlich damit gerechnet, dass der heutige Stream zu einem verdammten Zeichenstream wird, weil wir die Hälfte umzeichnen müssen. Das war ein richtig großer Spaß, Mann. Habe ich umeinander telefoniert, hat's geheißen, hat's geheißen, was, folgendes hat's dann geheißen. Und hab ich gesagt, verstehe nicht. Dann war er wieder online. Also Entschuldigung,
Habe ich versandkostenfrei gekriegt bis nächsten Mittwoch. Wer noch was braucht, los geht's. Sparst da 5,50 €. Wer schon was hat und sie denkt, du Wichser! Ja, 5,50 € Versandzeit! Dann stornierst du es, schickst es zurück und stellst nochmal! So, jetzt spielen wir. Leute, im Ernst jetzt, Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Spenden hier einfach nicht auf. Wenn ich es einfach wegignoriere. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute The Day Before. Das am meisten gewishlistete Spiel auf Steam seit über einem Jahr, 2, 3, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist mir aber scheißegal. Das speichert ungefähr die Hype-Messlatte hier oben. Warum? Weil Zombie-Survival immer funktioniert, siehe DayZ. Das ganze Ding soll ein Open-World-Survival-Zombie-MMO sein. Man trifft auch auf andere Spieler. Da ist ein bisschen PvP drin. Das heißt, heute kann ich mich nicht mehr ausschmerzen, dass ich mit dem Gamepad nichts triff. Habe aber auch schon lange keinen Shooter mehr. Ist eh wurscht. Das Spiel ist sehr kontrovers aufgenommen in der Community, weil es gibt sehr viel Geschwurbel um das Spiel. Die haben keine richtigen Mitarbeiter, die da alle umsonst arbeiten und ein Teil angestellt ist. Viele Leute sagen, es ist ein Asset-Flipper einziger. Das kommt so niemals, aber trotzdem rasten aus irgendwelchen Gründen gleich völlig über das Spiel aus, weil es ja geil war. Ich das am Ehren damit vergleiche mit DayZ und mit der Division. Ich erkläre jetzt nicht, was das für zwei Spiele sind. Wer es nicht kennt, der hat halt einfach Pech gehabt. So, wir werden sehen. Ich bin leider heute schon ein bisschen gespoilert worden von Kommentare, von Reviews, von was weiß ich was. Darum, die Stimmung ist nicht sehr gut. So ist, was ich im Vorhinein weiß. Ich hab nix vom Spiel gesehen. Fucking nothing. Wir gehen da rein, wir machen uns unsere eigene Meinung und dann werden wir sehen. Der Seven Killy fragt, auf was spielen wir, Konsole oder PC? Alles, was nicht The Last of Us 2 ist, wird immer am PC gespielt bei mir. So, wir schalten mal um, schauen wir, was passiert. An dieser Stelle nochmal, Leute, seriously, vielen lieben Dank für die ganzen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sneef, merci dir, Opa, merci dir, B-Mixer, ja, freilich. Weil alles unter goldenen Rahmen ist sowieso irrelevant. B-Mixer ist toll, jetzt sind nicht bloß Chemo, sondern auch Corona. Was? Was? Du hast Chemo und Ach du, oh shit, Alter. Danke für die tolle Unterhaltung und das macht es wenigstens erträglich. Und bevor du jetzt sagst, es gibt einen Grund, sich zu bedanken, bist der Beste und ich freue mich auf jeden Stream. Herzallerliebste Community. Das haben wir schon einmal getan. Ich weiß nicht, ob's Supportgefühle auslöst. Falls ja, super. Falls nicht, dann der Versuch, was wird. Wenn jemand mit einer... Ich selber weiß nicht, wie sich eine Chemotherapie anfühlt, aber ich hab's beim Spezi gesehen. Ich will den absolutären Herzal-Spam für den BMXer. Und nicht, weil er jetzt da 25 € reingeschissen hat, das hättest du auch nicht tun sollen. Ich wünsche dir gute Besserung. Ohren steif halten und diesen scheiß Krebshurensohn dein Fist so tief ins Arschloch schirmen, bis er die Kotze aufkommt. Aus die Ohrwaschel. Kriegen wir das hin? Ich hoffe sehr. Okay? Alles Gute. Ding einfach an Shia LaBeouf mit Do it! Dann wird's wieder. Da. Oh, ich seh so viel Herzl. Da muss ich fast noch mal umschalten. Da muss ich fast noch mal schneller rum. Can you feel it? Can you feel it? Fick diesen verfickten Hurensohnkrebs in seine verfickt hässliche Hurensohnfresse. Um es in meinen Wörtern auszudrücken. Damit es nicht ganz so hart ist, I present to you the Herzal-Spam. Küsschen aufs Nüsschen. Durchbeißen. Sagt sie einfach, ich weiß, aber... So! Alright, soweit! Press any button to start! Where's the any button? Ja, hat aber wieder super gut hingehauen. So, vielleicht muss ich mit dem Mauszeiger reinfahren. So, wir sollten vielleicht nicht so viel Zeit in dem Spiel verscheißen, weil unter 2 Stunden kann ich es noch zurückgeben, wenn es pressiert. So,
Das erinnert mich ein bisschen an Jurassic Park. Wen noch? Mich. Wenn euch übrigens der Nightbot Nachrichten löscht, nicht besser, das macht der Nightbot automatisch. Ich sehe nämlich da ein paar so Nachrichten von Nightbot gelöscht. Ich verstehe ja nicht, warum er von 100 2 Leute außerlöscht, die mit 38 Herzal kämen. Aber das macht keinen Sinn, Nightbot, du bist da ein Hurensohn. Dir geht auch fest so weit ins Arschloch gesteckt, bis der Kotze aufkommt, du Trottel, du Trauriger. So! Press any button to start. Okay? Fangen wir an. Oh. Okay. Straight into Character Creation. Warum nicht? Ja gut! Dann fangen wir mal an mit unserer fachmännischen Beurteilung, würde ich sagen. Warum ist das auf Englisch? Das ist einmal das Erste. Ich versuche es so gut zu übersetzen, wie ich kann. Ist das unser Charakter? Den kann ich schon mal nicht tragen, lang schon wieder. Personality! Oh, es gibt Klassen, schon, ich habe nicht gewusst. Der Roma, der Pathfinder und der Ghost. Und es gibt 3 Klassen, okay, was kennen die so? Before the Apocalypse, you led a typical life, bla, interessiert keine Sau. Traits, das ist wahrscheinlich wichtig. Charismatic, resourceful und cold-blooded. The trading skill is increased by 1 level. A handle skill is plus 1 level. Resourceful, the healing skill is increased by 1 level. Und das mit Ressourcen zum Teil? Weiß ich nicht. Cold-Blooded, the Sniper Rifle Reload Speed Skill is increased by 1. Wo haben wir jetzt da beim Pathfinder? Scheint mir, ich gehe immer davon aus, so Pfadfinder, Schurkenmäßig, hat man sowas wie Stats in dem Spiel? Es soll ja ein MMO sein, ein Massively Multiplayer Online Game. Und in jede Spiele levelt man normalerweise und dann hast du Stats wie eben Charisma, Perks und was weiß ich, was alles für eine Scheiße. Ja, kann man da irgendwas selber auswählen? Nein, kann man nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Resilient, the Stamina skill is increased by 1, the Injury Resistance skill is increased by 1, the Automatic Rifle Reload Speed skill is increased by 1, das kann schon mal nicht John normalerweise in der Regel. Und der Roma Enduring, the Weight Capacity skill is increased by 1, Perceptive, Entschuldigung, the Looting skill is increased by 1, was tut denn der Looting Skill? Was tut denn der Looting Skill in EFT? Muss man da wahrscheinlich auch so erst ein Loot, also wenn du Kisten aufmachst oder so, ein Item einfach inspekten und fährt so ein Radl rundherum und dann sagst du erst, was ist und dann kannst du looten, das geht dann wahrscheinlich schnell. Hardened, the Automatic Rifle Recoil Control Skill is increased by 1 level. Das hört sich doch gut an. Recoil ist immer gut, nehmen wir einen Roma. So, next, okay. Erster Eindruck zur Grafik. Ja, es schaut ein bisschen ausgeblichen aus, muss ich sagen. Da fehlt ein wenig Kontrast so, aber das gefällt irgendwie. Aber ansonsten, erster Eindruck ganz stabil. Was haben wir da? Bodytype A und B. Weil... dem, sag ich bloß. Gut, mehr sagen wir nicht. Was haben wir da? Voice A. Alright, the first rule is cardio. Now I get it. Okay. Alright, the first rule is cardio. No, now I get it. Gay? Alright, the first rule is cardio. Okay, es gibt offensichtlich 3 Stimmen. Alright, the first rule is cardio. Das ist für now MMO I nicht get der it. Teufel. Leute, was ist denn eigentlich mit euch? Könnt ihr einmal die Kniescheibe chillen? Opa, merci, X-Dark, merci für den Resub, BMX, nochmal merci dir. Andreas, merci dir, Opa, geil, merci dir, John spielt, merci dir. Könnt ihr jetzt bitte aufhören mit der Rumdonetterei? Ich weiß nicht, was das soll. Stop it. First Rule Cardio, Zombieland. Schöne Anspielung, schön bemerkt, Mr. Two-Face. Ja, ansonsten gibt's jetzt da, wie viel? 7 Gesichter gibt's zum Auswählen. Oh, das ist a very chat-like Gin. Nimm mal das Chat. Was mich schon wieder anders so fuckt ist, dass ich da nicht reinzoomen kann und dass ich mich nicht links und rechts dumm dran kann. Scheiß Behinderung, Skintown. So Kas weiß, und da gerade geht. Hallo, ich bin Kellerkind. So, wie rechts ist weiß, links ist hell. Links ist weiß und... Hä? Gibt's da kein Maximum Diversity Color? Was, da hätten sie auch... Entschuldigung, was da klang ich schon wieder, wenn das so ein Behindertenregler ist da. Ja, so kasig, wie es da gerade irgendwie geht. Damit, wenn die Sonne auf mich scheint, dass ein Gegner blinkt. Ja, ist alles Taktik. Eye Color. Was haben wir da so? Ja, weiß macht Sinn. Sehr schön, passt. Skin. Ich mag mich gar nicht so lange mit der Character Creation aufhalten, weil so wie mir die so schaut, so richtig krass unterschiedliche Charaktere kannst du dann nicht zusammenbauen. Das, was einen Charakter immer am meisten unterscheidet. Ein Tor, finde ich. Haare und Bart, der Rest ist mir so... Das ist scheißegal, Alter. Was haben wir da? Scars. Oh ja, die sind immer wichtig. Narben. Ja, die Narben macht Sinn. Das ist, wenn du deiner Katze wieder zwingend zum Fressen gehen musst.
Das ist der Kill-Counter. Das ist, hoppala, ich hab mit dem Gesicht bremst, gestern habe ich 4 Promille gehabt. Das ist, wenn es der anderen Katze nichts zum Essen gibst. Was haben wir da? Verbrennungen, okay. Ja, ich find so Narben schauen immer komisch aus. Lass das weg. Oh, Age! Wird sie da recht was? Ich weiß nicht, ich finde eher, der schaut eher nah am Zombie aus. Machen wir uns ganz alt. Passt zu mir. Freckles? Oder? Nein. Mag ich mal einen Ginger mal. Nein, brauchen wir nicht. Oh, Tätowierungen, ja. Ja, Gesichtstattoos sind immer super gut. Schaut immer so. Schau vor, da rennst du in einer postmodernen Zombie-Apokalypse umeinander und dann kommt er, Alter. Kannst du nicht für voll nehmen. Was ein Denk dabei, du Trottel. Ich finde, die passt jetzt nicht so hundertprozentig. Vor allem gibt's auch Körpertattoos und nicht bloß im Gesicht, also kann man nicht knockert umeinander laufen, oder wie verstehe ich das? Scheiß auf Tattoos, braucht keine Sau, Tattoo-Tiefe braucht da keiner, Tattoo-Color braucht da keiner. Ja, Make-up ist wichtig. Achtung, oh, Voldemort. Was ist denn das wieder? Silberer Glitzer um die Augen. Make-up, der... Make-up-Color. Oh ja, sexy. Oh ja, ein bisschen Lidschatten ist... Meine Damen, ist der schwarze Bart drin, ist das Lidschatten? Ich hab doch keine Ahnung mehr. Ja, das ist gut. Die Palme. Wir nehmen die Palme. Kim macht grün. Grün. Volles Rohr, grün. So. Look at me. Ich bin die Palme jetzt. BMXer sind Wichser, Schluss jetzt. Sport der Kohle, Schluss jetzt. Wow, da gab es ein bisschen Pipi im Auge. Schluss mit der Scheiße. Und ja, das gibt Supportgefühl as fuck, Alter. Das ist das Allerwichtigste. Danke an alle, die so viel Beistand leisten. Ihr seid klasse, alles wird gut. Viel Spaß. Auf einen schönen Stream und Grüße aus Memmingen von mir und Frauchen. Danke. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt. Ah, du kriegst den Bild. Da muss jetzt ausnahmsweise mal schnell dazu sagen. Ich hoffe, das wird nicht ernst genommen. Bloß weil es Krebs hast, heißt das nicht, dass ich dir kein Donation-Verbot gebe. So. Ich hoffe. Ich muss nicht sagen. Okay. Lips Color! Ja, es riecht so richtig schön, als hätte man gerade geschmust. Lips Color, komm. Das ist jetzt gerade, weiß ich nicht, der Goschen frisch aus dem Arschloch von deinem Alten ausgezogen. So, Lips Metallic. Weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Das Metallische macht überhaupt keinen Sinn. Lip Gloss, wichtig. Ja, schön glänzen. Schön. Free Frankie Messer wieder neu. Schluss jetzt mit der Scheiße. So, Haare und Bart ist das Wichtigste, aber man kann es ja von hinten wieder nicht anschauen. Was ist denn das? Kim, gib mir einen Haarfallschnitt. Ja, das ist eine gute. Character Creation ist einfach immer gut. Das ist einfach immer. Warte mal, was haben wir für. Spitzbart? Amish People haben auch nicht so richtig geile Todeskoteletten, Alter. Ja, Koteletten und Pornobalken, beste Kombo, Alter. Alex, schöne Gesichtspalme hast du. Ja. Da kann man es auch weiß machen, dann wird man die Gefolgschaft vom Saruman. Beard Color! Ja, machen wir ganz dunkel, das ist immer gut. Da müssen wir es gescheit sehen. So, schau, ich will mir nicht ein zauberhaft. Wir haben so schön, Alter, das ist Wahnsinn. Ich mir halt schmusen damit, was sagst du? Ich mir das schon sagen. Ja! Jetzt um da mal eine halbwegs normale Meinung, aber ich sei der Character Creator. Was willst du da erwarten? Einen Teufel gibt's nicht. Oder auch was? Kannst du Wind streiten damit. Es gibt halt, also recht viel Auswahl gibt's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben das wahrscheinlich Frauen- und Männerfrisuren in einem. Der Teufel ist nicht für ein MMO, das 2023 neu erscheint, muss man ganz ehrlich sagen. Was nehmen wir jetzt? Weiß ich auch nicht. Scheiß Karen-Frisur, oder? Ja, gibt's da irgendwelche anderen Farben auch, außer hellbraun und dunkelbraun? Und ein Ding, was? Und ein Color Picker hat's auch nicht da liegen, da muss ich jetzt wieder durchscrollen mit dem Scheiß. Klang ich schon wieder. Ja, mach so, Alter, schau maximal behindert aus, finalize. The character's name, ja, was hast denn du gemeint? Foodlapperl. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ja, jetzt heißt man nur Foodlapperl. Weil ich wieder auf Leertaste gedrückt habe und das heißt in dem Spiel offensichtlich Enter. Okay. Select the Server! Also wenn wir mir nicht gut ausschauen, weiß ich es auch nicht. Ich mir schon einen Finger anstecken. So, das ist ja Spaß.
Handkerchief, Road to 60, Bussi aufs Nüsse, merci für den Resub, Alpha Kilo, welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft, ab in den Chat, habe ich dir Alpha gern. Seitlich, Kurzchef, FF, nix so, wir schauen mal tipptopp aus. Select the Server. North America, wir gehen natürlich auf Europe, Servername, Beachfield. Hi as fuck, das ist, Alter. Ja, toll. Es gibt, also, eins muss ich noch lassen, es gibt nicht wenig Server, habe ich zumindest so den Eindruck, aber da ist nicht einer irgendwie nicht high. Okay. Was nehmen wir? Keine Ahnung, nehmen wir das. Ja, irgendwo hingedruckt, wird schon passen. Es ist theoretisch wurscht wahrscheinlich, du machst jetzt erst einen... Spui so, literally. Okay. Wie lange geht denn jetzt das Spielchen? Nicht ernst mehr offen. Ja, mal irgendwann. Ist vielleicht auch nicht das Schlauste, den ersten Server zu nehmen, aber ich habe einen mittendrin noch. Nothing is forever except change. Steht hinter mir, sagt sie ja bloß nicht. Aber den lese ich mir vor. Schau, ich will mal ausschauen. Opa, geil, merci. Schluss jetzt, Alter. Was ist mit dir? Birger, lass den armen Buben gehen, wegen krank ist, lassen Donaten und gib mir sein Donation-Verbot. Es war ein Gaudi. Ich hab gehofft, ich muss nicht dazu sagen. BMXer, schreib mir im normalen Chat ohne Donation, dass du das hoffentlich verstanden hast. Du bist nämlich auch lang genug dabei. Ich weiß es. Max! Welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt. Los geht's, hab ich gehofft. Developed by Fantastic. Fantastic, die können nicht mehr richtig schreien. Published by Mytona. Keine Ahnung. Ist er infiziert? Schaut sauber aus. Aber wir sterben da. Wir haben keine Zeit. Rein ins Auto. Das ist also die Vorgeschichte. Ah, Flashbang! Ah! Leonard heißt er. Hi. It looks like your pupils are responding and your hearing is intact. How are you feeling? Ich verstehe nicht, du bist so leise, Opa. You had lost a lot of blood. I don't usually believe in miracles. So ein bisschen Fallout 3 Vibes. Quick recovery is the result of incredible fortitude. Oh, by the way, welcome to Woodbury. I think this is the first time we've ever seen. Ich muss lauter machen, hab schon verstanden. Warte mal. You're probably Ah ja, natürlich geht die Cutscene weiter, wenn ich auf Escape drücke. Das macht nur Sinn. Warte mal. Ja. So, can you get up? Try to get off the bed. Blei. Ich hoffe, es ist jetzt lauter. Was ist denn jetzt? Gibt es jetzt wieder Mitgliedschaften umsonst oder was? Was ist mit euch? Are you feeling dizzy? Max, Stoshi, Alex, merci für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, ab in den Chat. So, hören wir mir jetzt was. Muss ich was sagen? Talk to Doctor. Oh, wir haben die erste Quest. Quest erinnert mich. An was erinnert mich in der Questmarke an Call of Duty? Oh, nicht. Egal. Talk to Dr. Leonard. Also mal schauen, wie da die Steuerung ausschaut. Okay, wir bewegen uns sehr lausig langsam. Leg mir mal. Müssen wir umbleiben? Ja, gut. Great. I'm really glad to see you recovering so quickly. Ist besser? We've saved people from the outside before. Ansonsten muss ich mich leiser machen und ihr könnt es dann lauter machen. My name is Leonard, Woodbury's doctor. And you are? My name is Food Lappal. Was mir schon wieder. Ich finde da irgendwie haben die Charakteranimationen im Gesicht Ähnlichkeit mit Fallout 3. Und ja, ich meine Fallout 3 von 2008. Warte mal. Ich muss halt ein bisschen hören, weil ich den Hund da habe und Birgerin nicht da ist und ich habe da ein Winseln gehört, aber das war's nicht. Mach ich mir ein bisschen leiser, Kinder, da könnt ihr ein bisschen mehr Lautstärke geben. Ich habe mir jetzt auf minus 8,5, dann haben wir mir mal auf minus 10. Jetzt bin ich ein ganz Stückerl leiser und ihr dürft jetzt lauter rein. So, ich bin der Mr. Foodlappel.
All right. Your speech organs seem fine. Ich hab mich nicht schmerzen Nice gehört. to Was ist meet mit you. dir? Max, merci dir. I'm sure Schiebe dir there's a trotzdem lot of sein. questions, Wie B, oder? But our leader, Chris, will fill you in on everything better than I can. So, if you're feeling okay already, you can grab your bag and go take a look around. Frale, take a look Don't worry. around. Slim Everyone in Biscuit, Woodbury fucking already up your knows you're the town, newcomer. bitch. What happened to me? Ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Ich möchte Gameplay sehen. Okay, I go. Okay, cheers. Take care, and get well soon. Who gives a fuck about the After you story in talk einem to scheiß Chris, You can MMO? always find me. at Haben wir the zum Imperial. Pro-Gamen da? Jetzt halt dein Maul, Mr. Miyagi. How about that? Goodbye. Hab ich vorher schon gesagt. Don't forget So, to take your belongings. my They're in belongings? the bag by the door. I grabbed the bag by the door. Ich kann leider nicht schnell gehen wie meine Oma, wenn es 14 Promille hat. Oh. Okay. Loot-System. Take the item. Und dann ziehst du um. Das ist richtig. Okay. Ja, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal Hepsi. So, haben wir da. Take the item. Ist das mein Backpack? Yep. Warte mal. Habe ich vorher schon ein Backpack gehabt? Dann kann ich nicht mehr zurück. Take all items. How? How do I take all the items? What does this mean? I don't get it. I don't get it. No. Ah, Pro-Gamer Looter so, leck mir am Arsch. Close the inventory. Okay, wir haben ein Tutorial. Das Menü schaut eigentlich ganz akzeptabel aus. Aufgeräumt. Kennen wir aus. Wir brauchen ein Wasser. Wir haben Energie. Wir haben da, muss ich ein bisschen auf Zeit geben, wir haben da unsere Lebenspunkte. Das sind wahrscheinlich die Survival-Aspekte. Da muss man immer essen und saufen. Ich meine, sind's. Oh, auf G können wir es droppen. Top close, top For close. weapons and other equipment, you can check out. Drink water. Top ins Inventory. And if you Use need item. building supplies, Rechtsklick. you'll be able to buy them from Instinktiv me habe ich when I natürlich gewusst, dass man return rechtsklicken to muss. Keine Ahnung. Okay, Secure Progress Bar. Schmeißt er die Scheiße. Oh, okay. Food and drinks. Eat food and drink water to keep your energy at thirst levels up. If one of them drops to zero, your health will start to decrease slowly. Ja, wie in jedem Survival-Spiel musst du trinken und essen und wenn der Balken einfach leer ist, dann verlierst du langsam Leben und du stirbst halt langsam. Das ist genau das Gleiche. Continue. So, ich wollte das Spiel noch loben, wenn du die Flaschen am Boden wirfst, dass die Flaschen dann da wirklich am Boden liegt, aber sie ist offensichtlich schon wieder verschwunden. Go to the Woodbury's Main Hall. Wir können schneller gehen wie -4, das war schön. Daisys altes Inventar. Purex wollte ich auch schon fast sagen, erinnert mich wirklich auch sehr ans alte Classic, nicht Standalone Daisy Inventar. Oh, das war Spieler. Das habe ich schon in der Bewegung gemerkt. So, wo haben wir denn? Woodbury. Welcome to the Woodbury Survivor Colony, the only remaining shelter in New Fortune City. Schön, da läuft das war auch schon wieder Spieler, das habe ich schon wieder gesehen. Talk to Chris if you want to know more about Woodbury or your land plot. Was für land plot? What land plot at all? Guns and ammo, buy weapons, ammo and equipment from Eddard or sell to him. Oh ja, da steht einer. Hey, die haben dasselbe Problem wie ich in The Last of Us 2. Hey, mach sprinten und ich. Bartender, buy food and drinks from Rob. Ja, das ist sehr halbwegs selbsterklärend. The doctor, buy medications from Dr. Leonard to be able to save your life with timely medical treatment. Wir zufrieden sind, muss ich jeden Scheiß übersetzen oder. Oh, Gym? Kann man Gewicht dahin, oder? Sauna! Relax at the sauna to fully restore your health. Das hat man im Trailer einmal gesehen und jeder hat sich gefragt, was soll denn die Scheiße? Bitte nicht übersetzen. Ja, aber dann sitzt Heft wieder drin und denkt sich. Ja, kann man verstehen. Was du weißt, wie ich verstehe kein Wort. Schauen wir mal, ob wir zumindest die Untertitel und den Text auf Deutsch machen können. Sette, jetzt hätte ich fast auf Main Menü, das haben wir natürlich nicht. Game, da haben wir Text Language. Español, François, Stacazza. Kurva. Portugiesisch kann ich leider nicht. Das auch nicht. Ja, Deutsch, wo? Dankeschön. Voice Language lässt man auf Englisch, weil. Was ist das? Hey, ohne dass ich das Spiel neu starten muss. Endet die Sprache der gesprochenen Dialoge. Ist sogar noch korrektes Deutsch. Zauberhaft. Fortfahren. So, wer bist du? Der wieder. Erstes Product Placement. Herzlichen Glückwunsch. Informiere Chris, dass du wieder zu Bewusstsein gekommen bist. Wer war der Chris? Hab ich Map? Map! Wieso läuft da einer ohne Hosen, Alter?
Wieso läuft da schon wieder ein Typ in der Hotpants? Glaube ich schon wieder. Oh, wir haben einen Questmarker. Ja. Erster Grafikeindruck. Ja. Donnert mir jetzt nicht vom Hocker, aber es ist okay. Komm mal los, wo muss ich hin? Schiff, tut man sprinten, was haben wir da? Dass du, weiß ich nicht, Flappy Bird spielen oder was machst du? Hanzo! Hanzo! Kann ich dir einen Arsch gelangen? Okay, Q und E tut man sich umeinander lernen. Help each other. How about no? Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, sobald ich den Hub da verlasse, wird mir sofort ins Gesicht geschossen, aber wir werden sehen. Lucky Shot Bar! Es schaut schon ein bisschen generisch aus so. Ich weiß schon, was die Leute meinen mit Asset Flip. 5 Minuten. Warte, wieso in diese erklären, was ein Asset Flip ist. In Engines, zum Beispiel Unreal Engine 5, wo Spiele generiert werden, gibt es kostenlose Assets. Was ist ein Asset? Asset ist zum Beispiel das 3D-Modell von dieser Lampe. Normalerweise in großen Spielen gehen Entwickler her und modellieren und designen und gestalten und texturieren diese Objekte in der Spielwelt, und zwar alles, die Tür, den Raum, das Zahlenfeld da, die Sackel Beton oder was auch immer da umeinander liegt, selber. Und der Asset Flip bedeutet, man nimmt einfach aus die kostenlosen Assets, baut sie irgendeinen Scheiß zusammen und passt dann. Ja, und da sparst du natürlich einen Haufen Zeit und das wird halt nicht gern gesehen. Anführer, sprich mit Chris, wenn du mehr über Woodbury oder dein Grundstück wissen willst. Was für Grundstück interessiert mich ein Scheiß, das schickt mir irgendwo hin, mag Leute, wie mag Zombies da schießen. Hello, you're the survivor we rescued a couple of days ago, aren't you? We were all praying for your speedy recovery. Gute Stimme, It's muss ich good ihn to see lassen. you're okay. Muss ich ihm lassen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. We always tried to help those in trouble. Yeah, Otherwise, of course where you would do. we be if we didn't show humanity to each other? Definitely not here. Meilenweit weiter. My name is Chris, and I'm in charge of this Good luck, shelter buddy. called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets. Ja, where we können wir won't have heute to mal live jetzt every los. day in uncertainty and fear of death. Ich will in die Spielwelt This rein. dream is Ich what will unites sehen, all wie es of us. aussieht, wie sich's Get to know the anfühlt. members of our close-knit team to see how Nein, everything ich is schmerz organized. jetzt da nicht eine Dreiviertel Talk to Stunde the lang mit dem weapons jeden trader, Einzelnen. Abby, the storage keeper, Abby, the bartender, Rob, and Dr. Achso, ich Leonard. kriege jetzt die Quest, dass ich After mit you're denen alle done labern talking, muss. come back to me, and in the meantime, I'll register you. Okay, tschüss! Das ist eine neue Quest oder was? Sprich mit Eddard! 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 Was ist denn da? Los geht's. Domi, mir ist wenn zu viel Fuß geh. Schluss jetzt mit der Rumschmeißerei. Ui, da müssen wir rein. Okay, servus, grüß Gott. So, du bist der Gunner Reset. Scar, scratched by an infected. Oh, da sehe ich einen M1 Garand. Und eine knockerte Person in der Unterhosen mit Gesichtstattoo. Herzlichen Glückwunsch. Greetings, buddy. I see you Greetings! finally recovered. Let me introduce myself. You're the food I'm lab guy. Eddard, the weapons trader. It was my guys who found you almost dead out there. We don't leave people in distress here in Woodbury. Quite the opposite, actually. Here, I've got something for you. Knarre her! Okay. Der Molot Hunter! Wo ist denn der Sepp-Spieler? Der weiß, was das wieder in echt für Knarre ist. Gibt's in echt? Keine Ahnung. Die Stärke einer Waffe hängt von ihrer Klasse, der Stufe, den Modifikationen und der Munitionsart ab. Wenn die Haltbarkeit der Waffe vollständig aufgebraucht ist, ist sie nicht mehr verwendbar. Daher muss sie rechtzeitig beim Waffenhändler repariert werden. Ja, macht Sinn. This is the Molot Hunter. The Molot An excellent rifle. Just needs to be assembled at the workbench. Once you assemble it, you can have it. With it, you'll have a better chance of making it back home on your Man own kann two Dialoge feet, überspringen, rather das than tue on ich a jetzt stretcher am Anfang like einmal last noch time. nicht. Okay? No need to thank me. The important thing is that you're alive. The rest doesn't matter. Für Zombie-Apokalypse Well, haben die wish aber you luck, ziemlich buddy. freundlich alle. Irgendwie If you glaube ever ich want to nicht. buy top-notch weapons and ammunition, or if you want to sell anything you don't need, feel free to come to me. Schauen wir mal, was er hat. It seems you're still not Mich on the interessiert list gar of nicht das residents. Handelsmenü. Before I can trade Und wie with wichtig you, das dann you'll fürs need to Gameplay complete ist registration und vor allem für den Chris as a Progress. new resident. Don't worry, buddy. It's a quick process. See you Steve soon. schreibt, gibt's in echt, okay. Was hat er jetzt gesagt? Das habe ich nicht aufgepasst, was? It seems you're still not on the list of residents. Ach so, Don't ich muss worry, mich erst buddy. beim Chris registrieren lassen. Ja, gut.
Until Was we meet auch again. ganz furchtbar wichtig ist und was ein ganz großer Motivator ist, wir müssen jetzt da offensichtlich an irgendeine Werkbank und die Waffen zusammenschrauben und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie detailliert das ist mit verschiedenen Attachments, mit Magazin, mit Lauf und Unterlauf und keine Ahnung was. In der offenen Welt wirst du Werkbänke finden, die unverzichtbar sind, wenn du Modifikationen an deinen Waffen anbringen möchtest. Bevor du eine Werkbank benutzt, vergewissere dich, dass die Umgebung um dich herum sicher ist. Das heißt, was? Das heißt, ich muss meine Waffen in der Open World zusammenschrauben und wenn da währenddessen ein Spieler kommt, kann ich ihn umbringen? Da sehe ich schon wieder sehr viel Leitflur. Okay, da schauen wir aus. Also, wähle deine Waffe, der Molot Hunter, der ist doch eh schon zusammengebaut. Verwalte Modifikationen. Mündung, Handschutz, Verschlussgehäuse, Magazin. Das ist jetzt die Frage, ob das alle Slots sind für die Modifikatoren oder ob da später noch je nach Waffe mehr oder weniger dazu kommen. 4 haben jetzt einmal nicht dabei. Machen wir Handschutz, Verschlussgehäuse, Molot Hunter, Staubschutz. Was bringt der? Modifikation. Standard Staubschutz für Molot Hunter, 0,1 Gewicht. Was das 5 heißt, weiß ich nicht, aber das könnte die Ingame-Währung sein. Sowas wie Gold oder was auch immer. Zustand 350, Größe 3. Das sind wahrscheinlich Inventarslots, nehme ich an. Gewicht 4,05, Schaden, Reichweite, Stabilität, Feuerrate, da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Also das seht, kennt man vielleicht aus Call of Duty. Jetzt ist die Frage, wenn wir da was draufschrauben, ja, dann wird die Waffe schwerer, aber es ändert sich schon mal an den Werten nichts. Das ist schön. Wir können das demontieren. Nichts. Nichts? Hallo? Hallo? Achso, ich muss einem Tutorial folgen. Na gut, zurück. Dann haben wir einen Handschutz, dann der wir den. Oh, okay, es ändert sich auch optisch etwas. Der Megapull 62 Handschutz. Sehr gut. Was der bringt, wissen wir nicht. Das werden wir gleich noch aus. Oh. Okay. Das heißt, ich schreibe einen anderen Lauf drauf und dann ergeben sich neue Optionen, dass man da unten Griffe etc. montieren kann, was vorher natürlich ohne Lauf nicht geht. Vor allem mit denen, ich weiß nicht, wir haben mit Sicherheit irgendeinen Waffennarrischen da. Das sind so kleine Rillendinger, die glaube ich gibt es auch in echt, wo man halt Attachments wie Visiere oben drauf, Taschenlampen unten, Aufsätze links, rechts und so weiter, je nach Lauf halt. Taktischer Griff. Jetzt schauen wir mal schnell, ob sich an den Regeln da irgendwas ändert, wenn ich den Griff aufwiede. Normalerweise steht der Griff immer für Stabilität. Tatsächlich. Okay. Was mir da so ein bisschen feit ist, ich hätte gerne einen Zahlenwert. Ja, aber der Balken kann alles sein. Ist das viel, ist wenig, keine Ahnung. Rails nennt man das. Picatinny Rail. Springe, jetzt kommt aber das Fachwissen aus. Ne? Holy Schissel, der Picatinny Rail. Das glaubt ist jetzt so professional, dass er das jetzt einfach auch blind glaubt. So, Tab geht zurück. Das heißt, wir haben es zusammengeschraubt, oder was? Tab, schließen. Molot Hunter, zusammenbaut. Okay. Das ist aber eine ziemlich stabile Waffe für das, dass das unsere erste ist. Naja. Du kannst in Woodbury keine Waffe... Was? Ich hab da gerade irgendwas gedruckt. Ah ja, auf C ducken wir uns. Wenn wir uns Healing, weiß ich nicht. Sprich mit Abby. Wo ist Abby? Keine. Wer war Abby gleich wieder? Das ist Barkeeperin, oder? Nein, das Storage... Oh, schau dir her mal, er ist schon gescheit equipped. Das ist Lagerverwalterin. Riesendrum Rucksack. Was hat denn da alles dabei? Das schaut aus wie eine Vector. Ich weiß nicht, ob es in echt Vector heißt, aber mir erinnert es im PUBG an einen Vector. Und der Helm schaut auch sehr futuristisch aus und voll die fette Rüse. Was ist denn mit dem los? Ja gut, schauen wir mal. Es schaut sehr nach Tarkov aus. Oder? You're the survivor everyone's been talking about lately, right? Magst Glad du to see you're okay. I'm Abby, the storage room keeper. Ja, bla, labert nur It's wegen the langsamer. safest place in Woodbury, so people use it to store their personal belongings. I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. It'll make it easier for you to move around. Okay, so unser Don't Lagerplatz They'll be perfectly safe zeigt here. es mir wahrscheinlich. Ist auch die Frage, wenn man in der Open World stirbt, ist dann mein Zeug weg. Ich gehe schwer davon aus. Und darum kann man da erinnern, Sachen lagern. There will always be a place in the storage Lege room. Gegenstände ins Lager. Lege Gegenstände ins Lager, das nehmen wir ins Lager. Was ist denn das da? Batterie. Lustig, dass der Energy Drink ausschaut wie eine Duracell. Das nehmen wir da her, 2 Sachen zum Essen, 2 Sachen zum Trinken, ein bisschen Munition, schließe das Lager, ansonsten ja, Inventarverwaltung nach wie vor übersichtlich und Ding. Es ist übrigens Mittwoch, sagt es kann. Lagerplatz hat man jetzt nicht einen Teufel, ist die Frage, ob das unendlich ist. Oder ob man das vielleicht auch leveln kann, damit es größer wird, keine Ahnung. Great. That's the way to go. Klasse, auf Wiedersehen, der Scheißgelaber interessiert mich nicht, Alter, im Maul. Lager! Wenn du in der offenen Welt eine tödliche Verletzung erleidest, verlierst du alle Gegenstände in deinem Rucksack.
Um zu verhindern, dass du wertvolle Gegenstände verlierst, solltest du sie im Lager aufbewahren. Du kannst auch Gegenstände in deine Schutztasche legen, aber die Kapazität ist begrenzt. Jetzt frage ich mich, wie das laufen soll. Wenn ich in der Open World umeinander gucke, in der riesigen, dann renne ich ja nicht jetzt mal da zurück. Also gehe ich schwer davon aus, dass es mehr so Safe Spots geben wird, wo ich mein Zeug einlagern kann. Sprich mit Dr. Leonard, mit dem habe ich doch schon geredet. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was du kannst. Wo? Na, völlig falsche Richtung. Da geht's da hinten. Hey, man. Hey! Hey, fuck you and fuck your Gym. Ich bin da zum Zombies da schießen und nicht zum umeinander gymmen. Was ist mit dir? Ist das das Gym da hinten? Ah ja, ein Gym. Ist das das Gym? Ich hab keine Ahnung, schaut ja aus wie ein Feldlazarett. Be careful outside. Bitte nicht nochmal vorstellen, Dr. Miyagi, ist mir wurscht. Ja, passt schon. Oh, ich kriege ein Navi. Um ja Flappy Birds spielen können wie der andere, weiß ich nicht. Das Navigationssystem zeigt alle wichtigen Punkte und Evakuierungsrouten auf einer Karte des Staates New Fortune an. Was für Evakuierungsrouten? Du kannst sie auch nutzen, um die Gemeinschaftsaufgaben zu sehen und anzunehmen, die dir die Menschen in Woodbury geben. Okay. Du weißt, man nimmt euren Quest so, verpisst sie aus und kommt wieder raus. It marks all the evacuation points through which you can safely return to Woodbury. Keep an eye on the map. The closer you are to an evacuation point, the safer it will be. According to the rules, I need to wait for confirmation from Chris that you're a registered resident. Once you're done with that, feel free to drop by if you need any medication. Ja, mir weiß, wenn's nicht ums Maul jetzt auf Wiederschauen. See you again. Take Ich care habe of jetzt eine yourself. dumpfe Vermutung und eine komische Vermutung einer. Das mit den Evakuierungspunkten gefällt mir gar nicht. Oh, was mir noch nicht aufgefallen ist, beim Sprinten ist unten offensichtlich, warte mal, da. Gehen wir da hin? Ja, nicht ganz. Unser Ausdauerbalken, der ist ja doch ziemlich lang eigentlich. Die Frage ist, was der noch für Auswirkungen hat, außer dass man wahrscheinlich dann nicht mehr sprinten kann. Schauen wir mal. Barkeeper, ja, bei dir kann ich Essen und Trinken kaufen. Ja, ich sag das, was ist, ich drück's weg. Medikamente, wie kann ich bei ihm Medikamente kaufen? Verwende Medikamente, um die Gesundheit wiederherzustellen, Blutungen zu stoppen und verletzte Körperteile zu heilen. Je größer das Erste-Hilfe-Set ist, desto öfter kann es verwendet werden. Erinnert mich an Sia und Tarkov I kept this first aid kit for myself, but I haven't been out in a while. And I like you, so take it. Maybe it'll save your life again someday. So, did Chris get you registered already? Ganz ehrlich, 2023 kannst du eigentlich mit diesen Gesichtsanimationen nicht mehr ums Eck kommen. Vor allem, wenn du der meist gewishtlistete und gehypte Titel bist und eigentlich, das Wichtige ist, ganz wichtiges Detail, dieses Spiel hätte vor 2 Jahren schon full released werden sollen. Ist zweimal verschoben worden und jetzt haben wir eine Early Access Version. Das sagt mir eigentlich mehr, als ich wissen muss. So. Great. I see you've met everyone. Yes. So, what do you think of Woodbury at first glance? Fuck you and fuck your Woodbury. Ich weiß noch nicht. Sorry, aber es ist, ich weiß es That's nicht. okay. I understand how you feel. It's daunting to meet so many new people and not know what they expect from you. I hope you've realized that we don't wish you any harm. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. I'm confident that you'll find something to keep you occupied here. I'm ready to tell you more whenever you want. So, now I'll inform the team that you're a registered resident, and from this moment on, all the services provided by Woodbury will be at your disposal. Okay. Werde ich mein eigenes Zimmer haben? Muss ich hier leben? Wo könnte ich außer in Woodbury sonst noch leben? If you want to have your own home, cars, and storage, we are currently working on setting up a small, safe settlement outside of Woodbury. Every one of our residents can move there. Da bin ich gespannt, das war das erste MMO mit ernstzunehmendem Housing. Glaube ich erst, wenn ich sehe. You know what? Let me have our guys take you to the settlement. Just head to the exit, and they'll meet you there. And if you have any questions about the land plot, you can ask me anytime. But I won't keep you any longer. Good luck. Bin ich gespannt, ob das müssen instanzierte Gebäude sein, wo du dann reinkommst. Das ist niemals in der Open World. Kein MMO jemals hat anständiges Housing zustande gebracht. See you around. Geh in die Siedlung und prüfe dein Grundstück. Wieso habe ich eigentlich... Ich finde... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Rosinenpickerei. Ist mir aber wurscht.
mir fällt schon ein wenig, also ich könnte jetzt da meine Vergangenheit erfragen und meine Pre-Story erfragen. Was ist das? Ist der Ausgang oder was? G, Grundstück, New for G. Gehen wir G wie Grundstück. Mit Animation, okay. Aber natürlich mit Ladescreen, das habe ich mir schon gedacht. Und da kommt jetzt dann meine größte Befürchtung. Da bin ich jetzt dann gleich gespannt. Grundstück! Willkommen auf deinem Grundstück. Hier kannst du dein eigenes Haus bauen, es erweitern und Möbel dafür kaufen. Woodbury, wo? Hä? Okay. Aber schnell gegangen von einer urbanen Umgebung in ein idyllisches Zombie-Apokalypsen Berglandschaft neben der Zugspitze. Was kann ich da, ne? Errichte ein Zelt. C, Garage, B, Baumodus. Baumodus, im Baumodus kannst du Einrichtungsgegenstände bearbeiten und kaufen. Wo? R, Katalog. Mag aber kein... Achso, wir brauchen erst Währung. Haben wir überhaupt Währung? Häuser. Wähle das Campingzelt. Das kostet nichts. Die Waldhütte kostet 1,6 Millionen. Das Landhäuschen kostet 2 Millionen. The grind is real. Ich krieg's bis daher. Nimm mir das. Stelle Möbel in dein Zelt. Leute, ich mag jetzt da nicht die Sims spielen. Ich möchte gern R-Katalog öffnen. Bett. Wie kommen wir denn dran? Ah ja. Ja, ist aber ins Eckindreh. Machen wir ernsthaft. Ja. Wieso kann ich das jetzt da? Was ist das wieder? Geht nicht. Fancy. R um den Katalog. Stelle Möbel in dein Zelt. Was kaufen wir noch? Platziere das Beistelltisch aus Eiche. Okay, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Bin schlecht in Deutsch. Ich weiß nicht, wohin. Kann das dann auch was? Oder nochmal ein Katalog? Platziere das Radio. Ah, das funktioniert schon wieder super toll. Herzlichen Glück. Ja, da stellen wir sie an Kanten. Wunderschön. Ich wollte damit sagen, man kann es nicht weiter hinten platzieren, warum auch immer. Ja gut. Was muss ich noch platzieren? Ich mag nichts mehr platzieren. Normale Öllampen, die stellen wir neben das Bett, damit wir das Zeug abfackeln, passt schon. Geh zurück nach Woodbury. Das ist ja interessant. Ich wiederhole, wir befinden uns in einer Zombie-Apokalypse. Okay. Why not? Verlasse den Baumodus, Tab, Ausgang. Okay. Wie weit kann ich... Was? Wann die anderen alle? Oh, kann das andere sein? Ja. Kann ich mal mit meiner Waffen schießen? Natürlich ist da Zahn drin. Lass mich raten, da kommt man nicht drüber. Nein, man kommt nicht drüber. Oh, ein Springer braucht unfassbar viel Ausdauer. Ja, gut. Was haben wir da? Geht das auch mir? Was ist das? Was kann das? Was tut das? Ist da was drin? Nein. Ja, ich sehe. Ja, gut. Instanzierter Hideout-Bereich. Der optisch schon mal überhaupt nicht zu dem passt, wo wir gerade hergekommen sind, aber das ist ja wurscht. Was ist jetzt da? Woodbury. Gehen wir wieder zurück aus. Warum? Hallo, zurück aus, geh. Jetzt. Ist ja Early Access. Das muss man auch berücksichtigen. Aber wie ich schon gesagt habe, es hätte vor 2 Jahren schon full released werden sollen. Darum muss das Spiel weiter sein als das typische Early Access Spiel. Aber ist ja schon mal okay. Hideout, ja, interessiert mich ja ein Scheißdreck. Ist die Frage, was für einen Nutzen man von dem Hideout hat. Schade, dass ich da jetzt nicht schnell ums Eck gegangen bin. Das darf mich jetzt blendend interessieren, was das war. Was war das?
Habe ich das gerade richtig gesehen, dass in sein Kopf so groß war wie der ganze Raum da? Okay. Oh boy. I think I'll need a bigger bag. Den Namen Abby, wenn ich schon wieder lese, da kriegst du kotzen! Good luck to you. You're back. Well, not a bad It's great day, that huh? Chris and Ja, I bla saw bla you, bla, was so muss ich denn tun? this Sag mal, was is ich tun? Ich mag rausgehen. Dankeschön. No need to thank me. Ja, no You've need to probably thank you. Ja, abandoned bla, it. Tablet, egal, okay, ich gebe mein Bestes. That's great. So, do you want to open the storage room or do you want to talk about something else? Stimme ist gut, muss man lassen. Wird ein bisschen fähig und vor allem wird auffällig langsam geredet. So ein bisschen. Auf Wiedersehen. Das Lager öffnen, ich habe Fragen. Nichts da. Wiederschauen. Take care of yourself. Okay. Ein neuer Anfang! Abgeschlossen! Belohnung! 25. Oh, Journal! Oh, okay. Das erinnert mich wiederum ein bisschen an Star Citizen. Da schaut das ähnlich aus mit dem komischen Dingspad. Chris! Wie steht's? Woodbury hat einen neuen Job für dich. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Könntest du mit anpacken? Ich muss folgende Sachen finden, okay? Leider, ja gut, typische Kill- und Sammelquests erwarte ich von einem MMO. Das ist ganz normal. Machen wir das. Aufgabe! Achso, ich kann da einfach Quests so nehmen, ohne dass ich da überhaupt zu einem hin muss. Das ist eigentlich auch ganz nett. Aufgabe, die Quelle des Lebens. So wie Menschen nicht ohne Wasser leben können, kann auch die Unterkunft nicht ohne ein Wasserversorgungssystem bestehen. Und in letzter Zeit gab es viele Beschwerden darüber, dass es immer schlechter werden würde. Sorge für eine störungsfreie Wasserversorgung in Woodbury. Finden. Klempner-Set, Lötkolben-Set, Dichtungsmittel. Nimm ihr an! Folgen! Oh, ist this the world? Kann ich da nicht rauszoomen? Hallo? Plus, minus. Oder geht da runter? Ist das der Ernst? Kann ich da nicht weiter raus? Da ist. Aber nicht gerade groß. Ja gut, schauen wir mal, was da hinter. Da ist offensichtlich die Stadt. Da ist das Gefängnis. Gut, wie groß die Gebäude. Ich kann noch nicht abschätzen, wie groß die Karten ist. Aber riesengroß schaut es jetzt nicht aus. Das ist ein Gebiet, oder? Weil ich komme mir da vor, vielleicht gibt es Leveling Zones. Also, levelt man überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Finde die benötigten Gegenstände für Woodbury. Okay. Wie geht außer? Folgen. Ja. Wieder zurück. Ohne mehrere. Warte mal. Ohne mehrere Quests auf einmal. Ohne mehr. Nein. Okay. Okay. Und jetzt? Finde die benötigten Gegenstände. Wo muss ich hin? Wo ist denn, glaube ich, rausgegangen? Gehen wir jetzt da mal in die Open World steppen. Das war einmal angenehm. Hallo, wo ist rausgegangen? Ich glaube, da. Wo geht's raus? Gehen wir nicht raus! Map! In den Chat übrigens. Unterkunft Ausgang. Diese Tür führt in die Außenwelt. Oh ja, da will ich hin. Hallo! Jetzt bin ich gespannt. So, nach einer gefühlten Stunde geht einmal Spiel los. Herzlichen Glückwunsch. Cybergamer, merci für die Donation. Aber tritt sorry für die Verspätung. Nichts zu sorry. Eher sorry für einen 20er irgendwo ins Internet scheißen. Dankeschön. Küsschen aufs Nüsschen. Hab mich vorher schon so viel aufregen müssen. So! Jetzt geht! Okay. Here we are! New Fortune City. Jetzt kannst du New Fortune City und die Umgebung auf der Suche nach wertvollen Gegenständen zum Verkaufen erkunden. Nimm genügend Vorräte mit, um nicht in eine brenzlige Situation zu geraten. Okay. New Fortune City. Hüte dich vor den Infizierten und anderen Überlebenden, die eine Bedrohung für dich darstellen könnten. Um zu verhindern, dass du deine Gegenstände verlierst, solltest du die wertvollsten im Lager oder in deinem Sicherheitskoffer aufbewahren. Das erinnert auch schon wieder sehr an Tarkov. New Fortune City. Wenn du genug wertvolle Gegenstände gefunden hast, geh zu den Evakuierungspunkten, um nach Woodbury zurückzukehren. Dort können andere Spieler auf dich warten, also... Oh, nicht dein Ernst, Alter. Bin ich... You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Okay. Ist das Woodbury Checkpoint? Gut, das kann ich nur einigermaßen nachvollziehen. Kommt da jeder raus oder wie läuft das? Wie tut man... Ich hab noch Einzelschuss. Kommt da jeder aus dem Loch da raus oder wo muss ich denn überhaupt hin, Alter? Aufgabe, wo? Aufgabe. Okay. Ja, bewegen wir uns halt einfach mal der Straße entlang. Ich hab schon was schießen gehört. Ich hier überall was schießen. Kann man walten. Kann da nicht mehr drüber springen.
Sag nix. Schieß mir erstmal auf Menschen, da die sagen. Piepst irgendwo was? Ist das Ding da? Warning, closed routes. Was es mich interessieren hat, wo ist denn so ein... Das ist ein Extraction-Shooter, oder? Das ist einfach nur ein Extraction-Shooter, möchtest du mich verarschen? Wo ist jetzt da Werkbank-Evakuierung, diese blauen Dinger da? Was ist diese Evakuierung ohne Rucksack? Was ist das gerade da? Werkbank. Immer bedenken. Na gut, gehen wir halt einfach mal selbst rein. Und da mich interessieren, wie das Schießen aus der Hüfte ist, also ohne. Aber wieder ein bisschen so den Eindruck. Oh, kann man das looten? Kann man das. Wieso nicht? Kann man einer gehen? Okay. Hallo. Die Frage ist, was man ist. Oh, ja, okay. Ah, das ist offensichtlich der Loot-Prozess. Ja, verstehe. Ich nehme alles mit. Wir nehmen alles mit. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Die Frage ist, worin man überall looten kann. Muss ich jeden scheiß Schubladen anschauen? Oder liegen die Sachen offen da? Kann man sowas noch looten? Na, keine Ahnung. Aber was ist nicht wieder hart auffackt? Dass man nicht über so Sachen wolken kann. Ah. Oh, draußen wird geschossen. Müssen wir gleich mal einen Weg da herumgehen. Ja, Leon, das wollte ich gerade vorher sagen, bevor ich das Labern angefangen habe. Es macht schon wieder so einen entsättigten Eindruck, so irgendwie so. Aber es schaut jetzt optisch. Man, schaut schon sehr seltsam sauber aus da. Die Frage ist, was man da alles looten kann. Die Kisten schauen nach Loot aus. Ja. Okay. Mit. Welche Attachments kommen? Ja, haben wir in DayZ. Vor allem, wenn es in so ein Gebäude eingegangen bin. Ich war überhaupt kein Kompass weiter mit, gell? Man kann da alles durchlooten. Ja. Das dauert schon ziemlich lang. Und die Sachen Stats. Und bloß was wert. Schrauben, für was kann man Schrauben brauchen? Schrott. Hey, hochbelastbare Boah, ich mag jetzt da nicht Ewigkeiten umeinander sitzen, weil das kennen wir von DayZ, dass dann irgendwann ein Headshot hagelt. Wie benutzt man eigentlich gleich wieder? Naja, gut. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir finden, weil es mir wurscht ist. Und laufen wir mal in Richtung von Schuss. Ein ganz hartes Clipping. Gehen wir mal zurück zum Fahrstuhl. Oh, bin jetzt verletzt. Have a nice day. Okay. Mal Autos looten. Oh, tatsächlich. Marschieren und umschauen. Wir nehmen einfach mal. Ah ja, Nagellack, Schrott. Okay, so eine Bit. Kann man da vorne eine looten? Nö, kann man seitlich eine looten? Tatsächlich. Nein, kann man nicht. Okay. Vielleicht nicht so Open Field umeinander. Achso, glaub du meinst, da war einer im ersten Stock um. So meinst. Die nächste Frage ist auch, kämen eigentlich alle Spieler, die da in diese Welt reingängen, kämen die aus dem Tor davon aus? Aber dann wollte ich einfach da vorne der Schießhalle, ich glaube, es zeigt es einmal noch ab. Wir haben da einen Spieler. Sehen schon. Sehen schon da hinterm Auto. Sehen da hinterm Auto. Und jetzt? Muss irgendwie, ob ich bliert oder nicht? Geh mal raus jetzt. Ach, ich hab ihn erschossen. Easy. Wir heilen uns. Erster Kill, wenn das kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Bitte, danke.
Was ist mit dir? Jetzt einmal mehr geschossen, du Trottel! Treffer-Feedback gleich 0, oder? Der hat weder irgendwie oder sonst was. Kann ich den jetzt looten, oder was? Okay. Ich darf mich gern healen, damit man mich nicht gar so krass sagt. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Nomadenrucksack, was hab ich? 60 Platz. Ich nehme das einmal mit. Keine Ahnung, was mir jetzt da am wertvollsten erscheint. Was hat denn der so viel Platz? Das nehmen wir mit. Ja, dann die Hosen her. Und das Zeug kaputt gehen? Weiß ich nicht. Passt schon, verpissen wir uns. Klopapier nicht liegen lassen. Wenn wir irgendwas gelernt haben in der Afrokalypse, dann das Klopapier das Allerwichtigste und wertvoll. Ich mir nachladen, wie viele Schuhe haben wir noch. Ja, jemanden steppen. Da ist wahrscheinlich in dem Gebäude drin. Mal irgendwie gehen. Okay, da ich nicht weiß, wenn man da reinkommt, verpisse ich mich jetzt mal. Movement ist sehr clunky. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Movement fühlt sich nicht sonderlich toll an. Machen wir da einer. Oder was? Computerteile? Was ist denn das alles? Da ist alles Schrott. Okay. Man sieht da nichts gescheit, weil es so mulchig und verschwommen ist irgendwie. Wenn wir da wollten, also man kann wirklich nicht wollten. Kurz einmal zur Erklärung, was ist wollten? Das ist über so Ecken und Kanten und kleine Hindernisse drüber. Neue Nachricht, Rob, hör mal Partner, hast du mir einen kleinen Gefallen, ich habe mir eine Liste mit Dingen gemacht, ja leck mich, ich habe jetzt keine Zeit nicht, ich bin mitten im Stress. Das ist doch von einem Menschen, ne? Ja, berechtigt, der Graumann, das wollte ich auch gerade fragen. Wir haben doch da in einer Zombie-Apokalypse. Zombies wo? Leise. Mal kurz auf die Map schauen. Alter, bis wir da oben sind, dabei geht weit und da bist du behindert. Wir gehen jetzt einmal, wo ist denn da ein Extraction-Punkt? Wo kommt man da wieder aus? Da hinten, das ist ja ewig weit weg. Behindert. Okay. Na gut. Dann ist das wohl so. Ich mehr. Alter, mit dem MMO hat das nichts zum da, bist du behindert. Welcher Vollidiot hat denn da MMO draufgeschrieben? Also jetzt mal ernsthaft, wir haben ja weder irgendwie ein Character Sheet mit Stats noch irgendwas. Was ist das wieder? Was ist denn eigentlich das da? Mal für das Ding Munition? Tatsächlich. Was haben wir da zu tun, Bob? Paar Tipps. Spieler spawnen an vielen verschiedenen Orten. Wenn du einen Spieler oder Zombie tötest, die spawnen die nach einer gewissen Zeit, unabhängig davon, ob gelootet oder nicht. Es gibt keinen Nahkampf. Wenn du keine Munition mehr hast, bist du am Arsch. Okay. Zitronenbaum, I appreciate your tips. Aber ich spiele auch schon jetzt 2 Tage lang Computer. Aber das mit dem Despawnen ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja, stimme zu. Danke dir. Sagen wir mal nicht so Gehässigkeit. Ich hab ganz ehrlich, bis jetzt habe ich Schlimmeres erwartet. Aber die Steuerung ist so eine clunky Scheiße, dass das Schmerzen verursacht. Was müssen wir mir eigentlich finden? Wir müssen... Zombies wo? Zombies wo? Versteh's nicht. Nur ist so mulchig. Ein Stück finster ist auch. Neue Nachricht, Eddard. Ich hab keine Zeit für deinen Schund. Folgen. Man kann ja von der Karten nicht auszoomen. Was ist denn für Behinderung? Okay, wir müssen uns weiter rechts halten.
Ja, wir sprechen jetzt einfach so lange, bis wir sterben. Wir sterben sowieso früher oder später. Das ist halt eiskalter Extraction-Shooter und kein MMO, Mann. Oder ist... Ich stelle jetzt die Fragen und einige von euch werden es wissen. Lass mich raten, das ist die ganze Welt, oder? Die ist nicht größer wie das, was wir hier sehen. Zombies sägen mit Akku, die Welt ist tot. Also, natürlich, in einer Zombie-Apokalypse möchte ich doch nicht eine belebte Welt. Aber wo zur Hölle? Ich habe noch nicht einen Zombies gesehen. Wo? Und lass mich raten, man geht zu dem Extraction-Punkt und dann ist man wieder in Woodbury. Und das war's dann. Es gibt kein Level, es gibt keine Perks, es gibt kein Skillsystem, es gibt gar nichts. Außer, nimm den Loot. Und was tue ich dann damit? Was tue ich mit dem Loot? Dann kann ich mal besser... Jetzt leise. Okay. Okay, ich versuche so fair zu bleiben, wie ich kann. Es ist ein Scam. Es ist Verarsche. Hier wurde eine MMO beworben. Gnadenlose Verarsche, Leute. Das ist ein Extraction-Shooter, sowas wie Escape from Tarkov. Und das hat mit einem MMO gar nichts zu tun. Dann gehen wir bei der 4 und rechts. Und zwar absolut fucking nothing. Ich höre einen Zombie oder ist... Ist das ein Zombie oder ist das bloß irgendein Umgebungssound? Von irgendeinem Scheiß? Wie viele Leute haben auf der Map? Wie viel... Ich meine, der erste Eindruck, es schaut ja gar nicht schlecht aus, so irgendwie, aber es ist so mulchig alles und kann ich da eine looten? Ja gut, da eine looten war jetzt Schwachsinn. Kann ich da vorne eine looten? Na. Man, mitten auf der offenen Straße. Irgendwie. Oh, da ist eine Apotheke. Kommt aus der Richtung. Mitten da in der offenen Straße zu Autos looten, ist ja der grenzdebil behindert. Ja. Piept denn da so? Kann man nichts looten. Nein, dann gingen die Buttons nicht. Da war doch gerade ein Button, ich hab's doch gesehen. Verpissen wir uns nicht. Verpissen wir uns nicht aus der Bude, da kann man doch nichts looten, Herrin. Wieso wird's denn dann mit so viel Licht anpriesen? Ja, komm, fuck you. Ja, Kinder. Kurz zur Erklärung, wenn ich nicht weiß, was ein Extraction-Shooter ist. Extraction-Shooter, wie der Name schon sagt, ist ein... Du gehst rein, lootest, hoffst, dass du nicht stirbst, weil du sonst alles verlierst und verpisst dich wieder. Das ist kein MMO. Im MMO, da level ich, das hat RPG-Züge, da levelt ich einen Charakter, mein Charakter wird stärker, das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Wieso mache ich das Ganze dann? Bei dir läuft's eh noch gut, normal ruckelt die Scheiße gefühlt nur rum, okay? Performance kann ich jetzt, da kann ich eigentlich schon was dazu sagen, aber bei meinem Rechner... Das ist laut. Natürlich die Frage... Was tut da so? Da war schon wieder ein Button, der dann einfach verschwindet. Kann ich da eine looten? Nein. Da wollten wir 4 und rechts. Ein Extraction-Shooter hat schon auch seine Vorzüge, wenn man das mag. Aber nicht, wenn die einzige Bedrohung... Also ich habe immer noch keinen Zombie nicht gesehen. Gibt es in dem Spiel überhaupt scheiß Zombies? So ist. Das heißt, ein reiner PvP-Shooter, sehe ich das richtig? Da sind sogar 2 Alarmanlagen oben. Die Frage ist, wo? Dann haben wir da rechts rum, da vorne wieder umeinander ballert. Und ein paar Spieler töten. Ich sehe es eigentlich jetzt schon. Kannst du gepflegt die Finger davon lassen. Oder? Und darum bezeichne ich dieses Spiel als Verarsche. Es wurde als MMO angepriesen und was weiß ich was alles. Und du rennst in der abgefuckten Stadt da umeinander, dann gehst du aus einer anderen Tier aus und bist dann im Friede, Freude, Eierkuchen, Holzhausen und baust da deine Hütten hin. Was soll das? Kann man sie gruppieren? Kann man sie freien teilen? Weiß das jemand? Da haben wir da mit die Militärzeiter, die geben normalerweise eigentlich immer. Kann das da irgendwas? Kann man da was looten? Nein. Was, man kann nicht nichts looten. Ich kann nicht einmal.
ich kann nicht einmal in so Behälter einschauen und dann ist halt nichts drin. Ja, weil halt einfach kein Loot nicht drin ist. Das, was diese Spiele ausmacht. Ja, Objekte... Ah, okay, das kann ich auch machen. Ja, toll, das hilft mir. Hm? Schubladen so. Schauen wir mal, wie weit dass wir das treiben können. Okay, bye! Schubladen, tschüss! Stopp, da ist er. Alles durch, keiner. Ah! Schubladen port sie wieder. Ja. Und darum Asset Flip. Wenn du diesen Schubladen selber gestaltest, selber. Ist das bei allen Schubladen so? Nein, tatsächlich nicht. Nein. Und jetzt geht dann der Shitstorm gleich los. Also du kannst nirgends reinschauen, nirgendwo in keinen Schubladen, in kein Regal. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Da, in die eine Kisten kann ich reinschauen. Kann ich da in den Sanka reinschauen? Natürlich nicht. Und das ist halt bitte. Wo kann ich reinschauen? Zumindest Apps. Oh, Klebemantel drin. Man findet halt nur Schrott. Wozu? Pro-Gamer Öhrchen. Übrigens ist der zweite Like. Die Frage ist jetzt, looten wir den oder lassen wir ihn liegen? Puh. Habt ihr auf das Trefferfeedback aufpasst? Schaut den Zombie da oben in dem Ding da oben drin an. Schaut, was spielen wir da? Sag mal! Das hätte vor 2 Jahren fertig sein sollen, halt doch dein Maul! Die scheiß Waffen, die hat keinen Recall, die hat gar nichts! Der Typ steht einfach auf der Straße, ich weiß nicht, ob ich ihn drauf habe oder nicht! Keine Ahnung! Ich loot jetzt einfach auf viel, weil es mir scheißegal ist, ob ich stirb oder nicht! Hey, ich sag das ganz ehrlich, ich rieche es bis hierhin! Halt doch dein Maul! Habart, nimm den Helm, du Trottel! Was hat der Platz da? 36? Wieso hab ich einen Standrucksack mit 60? Weiß ich nicht! Gib mir das, gib mir das! Nicht genug Platz in meinem Rucksack, dann leck mich! Was ist denn so? Da, den kannst du haben! Schlagen eigentlich Kugeln ein? Wenigstens selbst. Wenigstens selbst, aber das haben wir in GoldenEye schon gehabt und das ist von 1998! 5 Sekunden einmal, 5 Noob-Sekunden. Da kann man ja nicht besser, wenn man das nicht weiß, das muss man nicht wissen. Ja, aber irgendwo schauen mir über 1000 Leute beim Computerspielen zu, dann erklär ich einmal was. Was ist Trefferfeedback? Ein Zombie! Wir haben einen Zombie gefunden! So, schauen wir mal, was der Zombie-Sepp kann. Schauen wir mal, was der kann. Schießen wir mal. Warte mal. Geh mir da her. Servus. Ab wann sägst du mich, du? Ich kann ja nicht... Okay. Schauen wir mal, was der so kann. Die Animation, Alter. Der wirft keinen Schatten. Hallo? Oh shit. Ah, wo bleiben wir denn? Oh! Ja, vielleicht hat der Zombie Munition dabei, was dann macht überhaupt keinen Sinn. Oh, okay, wir haben ja wenigstens Tag- und Nacht-Züg und einen Shell haben wir auch weggeschossen. Okay, lass ich gerade noch gelten. Zombie hat einigermaßen Treffer-Feedback gehabt.
Was meine ich mit Trefferfeedback, 5 Noob-Sekunden, wenn ich einen Gegner mit einer Kugel triff, dann möchte ich, dass ich das fühle. Optisch, und wenn ich lang genug Shooter spiele, dann will ich das auch, ja, im Gefühl halt einfach. Dass der zuckt, da bewegt. Was ist denn das da? Vom Geldautomaten, Geld-Op-Heben oder was ist denn der Zombie-Apokalypse? Leider nicht, okay. Ich wollte gerade mal schauen, ich wollte eigentlich die Wegfindung von den Zombies ausprobieren. Da man bleibt überall hängen an die kleinsten Sachen. Man kann nicht gescheit strafen. In 5 Noob-Sekunden, was ist Strafen? Strafen ist Sidesteps, also geradeaus, ohne sich zu drehen, links, rechts gehen. Weil ich das noch gerade noch verzeihen kann, das gehört dann zum Spiel dazu. Da haben wir noch einen Zombie da hinten, den werden wir auch noch schnell in die Fresse schießen, weil alles wurscht ist. Wir haben schon voll, wir brauchen einen Extraction-Punkt, weil wir nicht mehrere mitnehmen können. Ja, der geschissene Sirene ist, glaube ich, auch einfach hart. Oh, bang, bang, Motherfucker. Oh, so, es gibt Moon! Ja. Haben wir schon fort. Und deswegen looten wir nicht mitten auf der Straße. Wo ist der? Habt ihr schon gesehen, du Wichser, tu dich nicht rein. Wo ist er? In dem Gebäude da hinten, auf dem Gebäude, weiß ich nicht. Da tue ich mir jetzt selber keinen Gefallen, dass ich den suche. Oh. Wir gehen mal, ich sehe ihn nicht. Da hinten auf der Straße läuft einer. Auf alle Fälle. Haben wir nur noch 50 Leben. Ich sehe ihn halt nicht. Was ist denn jetzt? Okay, verpissen wir uns. Er ist, glaube ich, in der Apotheken drin. Ich glaube, dass er in der Apotheken drin ist. Hey, wir spielen schon ein bisschen alleine. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir das Spiel kaufe, dann wird der Entwickler nicht reich. Wenn ich aber euch sage, kauft das Spiel auf keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall. Da brauche ich nicht länger weiterspielen wie jetzt gerade. Ich habe nämlich das Gefühl, alles was das Spiel kann, haben wir bereits gesehen. Und es ist schon eine gnadenlose Frechheit, wenn man bedenkt, das Spiel hätte vor 2 Jahren fertig bereits erscheinen sollen. Und die Trailer haben eine absolute Frechheit, wenn du dir das anschaust, was du da hier präsentiert kriegst. Also seien Sie mir nicht böse, aber die schlechten Reviews, alle zurecht. Also absolute Drecksscheiße. Absolute Drecksscheiße. Natürlich bin ich ein bisschen angeguckt, sage ich dir, was ist. Looten, Shooten, etc. funktioniert immer, aber das Gunplay, keine Ahnung. Ich fühle die Kugeln nicht. Ich sehe nicht, wo die Kugeln einschlagen. Ich sehe nicht, ob ich einen Gegner triff. Und das Ding kostet 40 €. Freunde der Sonne, nein. Freunde der Sonne, nein. Nein. Und ich hab das Gefühl, ich laufe jetzt zum Extraction Point, dann verkaufe ich den ganzen Schrott. Und dann kann ich mir halt eine slightly bessere Waffen kaufen mit Automatik. Vielleicht kann ich sogar meine in Automatik umschalten. Ich habe noch nicht geschaut. Ich mag mich jetzt da ungern irgendwo mitten auf die Straße stehen und wieder mich abschießen lassen. Wie viel Leben haben wir? Sind wir 70? Man kann sogar chatten. Schau mal rechts unten. Man hat sogar einen Global Chat. Das ist schon gescheit frech. Leute, lasst auf alle Fälle die Finger davon. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Ich kann es nicht... Und ich bin nur relativ human. Also wenn ich mir jetzt, es schaut alles gleich aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keinerlei Orientierung. Ich hätte gern zumindest einen wenn ich schon ein Navi dabei habe, ein elektronisches, dann hätte ich zumindest gern, weiß ich nicht. Das kann man ausnahmsweise mit looten, ob ich Duselcode. Was ist das? Was ist das? Schrott. Warum ist denn alles Schrott, was ich finde? Das sind doch Tabletten, Alter. Wieso kann das keine Funktion haben? Wir haben einfach verarscht worden. Uns ist suggeriert worden, 2 Jahre lang, und übrigens,
Survival, wo? Wo? What? Ich trinke was. Okay? Unten Balken geht und deswegen darf ich jetzt da Survival draufschreiben. Das ist der verfickte Ernst. Wir haben an der Gaudi. Achso, und da liegt der Medical-Taschen und die darf ich nicht looten. Also ich darf nur nicht mehr reinschauen, ob es vielleicht wenigstens leer ist. Nicht mal das. Okay. Wo sind wir? Ich weiß nicht, weil es gleich ausschaut. Und ich kann aus der Karten nicht rauszoomen. Was ist das für ein Navi? Elektro-Navi, Bullshit, leckt mich am Arsch. Okay, geradeaus 4 und dann bis ans Ende der Straße. Ist mir jetzt scheißegal, wenn uns jemand schießen soll, uns am Arsch lecken, schießen zurück. Ich sag das ganz ehrlich, bevor du irgendjemand erstens das Spiel verteidigt. Halt dein Maul, du ahnungsloser Vollidiot. Steps. Dachte ich mir. Hat mich schon gesehen, hinterm Auto sitzt er. Na, was machst du? Denk schon dafür. Ich wirf Granaten, der Wichser, das sind jetzt auch an die wir mich nicht haben. Chill, der Geduldige gewinnt. Der kommt schon. Der hat uns gehört, dass wir davor laufen, der kommt schon. Hat aber auch gehört, dass wir stehen und warten. Es ist die einzige Bedrohung, haben gegnerische Spieler, die irgendwo sind. Man kann nicht. Schleicher, die Steps hörst gefühlt durchs Haus, 50 Meter gegenüber, genauso laut, als da der 2 Meter neben mir steht. Der steht sprichwörtlich 2 Meter neben mir. Ich hab ihn einfach nicht gesehen, oder? Wo wart ihr? Ja, immer noch jemand steppen, aber links von mir. Das ist die Frage, ob der da vorne ums Eck wartet oder nicht. Ja, tut er. Was sage ich denn? Ich glaube, ich hab mich nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Fuck. Ah, der Bart. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat. Warten wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat. Ich muss warten, bis er 4er geht. Ich muss warten, bis er 4er geht und betten, dass er mich da nicht sieht. Na, was ist mit dir, mein Freund? Die Schafschädel reißen es aus, ja, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil der Typ da an mich gewartet und wartet, bis ich weglaufe. Wenn er mich gesehen hat, dann wartet er. Leiche, die spawnt saumäßig schnell und ich höre vor allem auch noch jemanden da neben mir laufen. Was der man jetzt da? Kann man oben hinter das Feuerwehrhäusl kommen? Okay, gehen wir. Wir gehen. Man kann auch nicht laufen und in eine andere Richtung schauen. Natürlich nicht. Wir gehen da bis ganz nach hinten ans Ende. Schauen wir mal. Dann laufen wir weiter links. Wir müssen weiter in einem schlechten Spiel ja nicht spielen wie die letzten Idioten. Ja, wir gehen hier 3-0 raus. So wie ich das sehe, ich spiele das Spiel sowieso noch laut. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob man da reinlooten kann, aber das tun wir da mal. Passt schon. Okay, wir gehen. Stecken wir uns mal irgendwo. Ja, es ist absolute Verarsche, keine Ahnung. Das Trefferfeedback ist das allerletzte. Man sieht zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, man sieht ein bisschen,
Blutspritzen, ja, aber der Gegner tut. Wie spät ist es? Es ist 9:30, wir haben noch keine 2 Stunden Playtime. Ich versuche jetzt da noch irgendwie... Auf keinen Fall kaufen, Leute. Auf keinen Fall. Das ist die größte Verarsche, die ich seit langem gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ich sag... Ich hätte wieder irgendeine Gepiepse, was auch immer das zum Song hat, keine Ahnung. Woher? Wo haben wir? Ja, 4 und... Nein, wir müssen da hinten weiter. Und ganz ehrlich, so unfassbar lang haben wir vorher jetzt nicht gebraucht, dass wir da durch die komplette Stadt laufen. Und die Map ist noch... Da geht es gar nicht weiter. Fucking kidding me? Hinter mir soll es weitergehen, da ist einfach eine Wand. Möchtest du mich verarschen? You fucking kidding me? Tan mit dabei als Müll. Ist die Map noch nicht mal völlig vollständig da, oder was? Ein Auto haben. Einfach mal durch, was mir wurscht ist. Kann eh nichts mehr looten. Ich muss zu einem Extraction Point. Ich krieg die ganze Zeit Nachrichten. Von wem denn? Halt dein Maul! Wo ist der Extraction-Punkt? Da oben über dem Questgebiet. Das ist mit Sicherheit eine super Idee, wenn wir da hingingen. Aber wo kommen wir da überhaupt hin, wenn da eine Mauer ist? Ich sag das ganz ehrlich. Okay, Zombies brauchen offensichtlich 3 Headshots. Schauen wir, ob wir wieder ins Kreuz geschossen werden. Nö. Okay. Wieso brauchen Zombies 3 Headshots? Für was gibt's Headshots? Wieso habe ich bloß ein Magazin, wo bloß 10 Schuss eingängen? Wieso bin ich jetzt in einem Käfig gefangen? Wieso schaut alles gleich aus? Wovon wir ballert? Ballern! Anna, da kannst du gleich Fortnite spielen. Du, ganz ehrlich, Fortnite ist im Grunde ein richtig guter Shooter. Mal abgesehen davon, dass er quietschi-bunt die Kinderscheiße ist mir... Und der andere Trottel schießt lustigerweise mit dem Sturmgewehr auf mich und kann mich nicht umbringen. Wie behindert Leute eigentlich? Wie behindert Leute? Okay, da kommt man durch. Es schaut euch so gleich aus. So, keine Ahnung, wo wir seid. Gefühlt lauft bei mir seit einer Viertelstunde ab derselben Sterbenhand. Ich fühle nicht, was ich looten kann. Kann ich da in den Sauerpfeil looten? Nein. Da die kleine Kisten fahren, schaut mich schon wieder... Ach leider, das hatte Daisy vor 12 Jahren schon besser gemacht. Kann ich da looten? Nein! Wissen wir nicht, warum nicht. Manche Kisten ja, manche Kisten nein. Kann ich da rein? Sagt was? Die Kisten sagt dasselbe wie mir heute? Nein! Wo müssen wir hin? Kompass habe ich auch keinen. Okay, 4 links. Quelle des Lebens heißt. Da gehen wir rein, bringen wir noch irgendjemanden um. Sehr viel Copy-Paste, absolut richtig, Shiva. Bei dem einen Typen habe ich übrigens kurz ein bisschen so... It's okay, Vibes kurz. Gibt's einen Ingame-Voice-Chat? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat's den nimmer der Link, das darf mich wundern. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich dann langsam mal in so ein Gebiet mit ein bisschen Open Field kommen. Das darf mich auch noch interessieren, wie das dann wenigstens ausschaut. Ob der Übergang spürbar ist, ist man dann eine offene Fläche, Bam, Wald, keine Ahnung was. Aber da schaut alles gleich aus. Und es ist ja der erste Film, ich gar nicht wissen, wie oft das ist schon am selben Auto. Da kann man wieder den Kofferraum nicht plündern, an einem anderen Auto wieder schon. Dann geht wieder eine Alarmanlage los. Das ist so verfickten Hölle, dasselbe Feuerwehrauto habe ich zum 25. Mal gesehen, glaube ich. Ah ja, wir haben eigentlich direkt, okay, wir müssen da durch die Häuser durchsehen, das ist richtig. Müssen wir da in das Marietta Element Used to Draw Graphics blub Scheißding, oder wie sehen das? Wenn da irgend... Schießt jetzt da jemand oder nicht, oder was ist da?
Und dann kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass es einen Extraction Camper nach dem anderen gibt. Ist das auch wieder oh, tatsächlich haben wir mal Medikamente gefunden. Das ist einmal der erste nützliche Loot, Alter! Müssen wir mir da rein? Ich weiß, ich hab keine Ahnung. Quest sagt ja. Steps hey Core. Stecken wir uns einmal da dahinter. Die Leute schauen eh nicht gescheit offensichtlich. Machen wir Journal auf. Was brauchen wir genau? Klempner-Set, Lötkolben-Set, Dichtungsmittel. Schauen wir, ob wir Quest erfüllen. Schauen wir, was passiert. Schauen wir, was wir kriegen. Keine Ahnung. Ich habe alle Steps, Ruhe. Kann Steps halt auch nicht orten, ob das hinter mir ist oder über mir. Links von mir, was geht? Wir gehen jetzt da links außen durch. Den Tent glaube ich nicht. Hört man. Keine Ahnung. Was ein Scheißdreck. Du kannst nirgendwo drüber wolten. Stehst da wie ein Vollidiot. Ich kann mir jetzt nicht einmal sicher sein, dass ich da übers Glander springe, wenn der jetzt Kind oder was weiß ich. Da soll mir jetzt da mal mein Quest-Loot auslooten, dann soll er rauskommen, dann schießen wir und dann herzlichen Glückwunsch und dann gehen wir heim. Ja. Da können wir hin und wieder einen aussetzen. Ich hab's vorher schon gesehen, dass ich mal kurz einen Spratzler gemacht habe. Das ist das, was ich meine, aber ich habe sicher Probleme mit meinen USB-Slots. Du bist halt einfach trapped. Du bist trapped, weil das Glander bringt die um, weil du nicht drüber springen, nicht drüber wollten kannst, nix. Gratuliere ganz stark gratuliere ich. Da gehen wir zum Extraction Point, lassen wir uns da noch schnell von irgendeinem Camper-Wichser das schießen. Und dann sehen wir es schon. Ist mir wurscht, weil ich jetzt da warte, bis der Trottel da rauskommt oder was. Extraction Point muss eigentlich da her. Rechts von uns, da oben muss er irgendwo sein. Die Frage ist, wie man da rauskommt. Oh, verloren Zaun ist, anscheinend ja. Gehen wir mal. Schatten werfen wir mir auch keinen. Gegnerische Spieler werfen auch keinen Schatten. Wahrscheinlich müssen wir endlich einmal ein anderes Gebiet. Endlich schaut einmal irgendwas anders aus. Schaut sogar halbwegs akzeptabel aus. Wollen wir mal sagen. Irgendwann, das war ein besonderer Zombie. Hat zumindest geschrien. Oder Geld dabei, passt. Nolan. Oh, moven, ich glaube, da kommt jemand. In Richtung Extraction Point ist schon geschossen worden. Hier nix. Die Beute schaut mir auch nicht an, als kann man reingehen. Schauen wir nochmal. Ah ja. Schauen wir mit direkt drauf. Ist die Kirche Extraction Point oder was? Und die beamt mich dann per göttlicher Fügung zurück in meine Base oder wo? Oh, leck. Also das Spiel als ein Open-World-Spiel zu verkaufen, ist eine absolut abgrundtiefe Frechheit. Abgrundtiefe Frechheit. Ich weiß ja gar nicht, wie so ein Extraction Point ausschaut. Wahrscheinlich sitzt da jetzt irgendein campendes Arschloch und der schießt uns. Das ist mir jetzt aber auch völlig wurscht. Ganz ehrlich, bevor du da 40 € einsteckst, kaufst du Daisy. Das ist gefühlt 38 Jahre alt und 38 Mal besser. Okay, ist das da hinten ein Extraction Point? Dieser Bunker da oder was?
Da ist ein Auto, ich glaube, das schaut aus, als könnte man fahren damit. Okay, grüß Gott, Bombshelter. Muss ich jetzt eine bestimmte Zeit drin verbringen, bis ich wahrscheinlich raus bin. Ja. Ja. Stay still. Our boys are on their way. Once more. Glad to see you're okay. Diesmal Shall I wird's open the singen. storage room for you? Wieso bin ich denn jetzt automatisch bei der Lagertussi? What? Hä? Okay. Nein, ich mag verkaufen. Das mag ich jetzt noch sehen. Done. Was haben die Häuser gekostet? Was haben die Häuser See you gekostet? again. 1,6 Millionen. Und 2 Millionen. Pass auf. Was ist denn das da? Was ist das? Will ich gleich mal reinschauen. Kann man da einfach das Zeug von den anderen Oh, den Rucksack liegen lassen. Erst mal reingehen, ja. So, Workshop. Überall liegen Rucksäcke umeinander, okay. Also das als Open-World-Spiel verkaufen ist das Letzte, was ich jemals gehört habe, Alter. Für das hätten sie eigentlich verklagt. Wegen irreführender Werbung. Das ist eine absolute Frechheit. Abgrundtiefe Frechheit. Nein, zu einem will ich auch nicht. Zum Waffentrottel möchte ich! Aber da herin kann ich da auf die Map schauen. Gibt's da eine Map? Wow! Toll! Und darf ich mir die Stadtmap anschauen, wenn ich da herin drauf schaue. Herzlichen Glückwunsch! Keine alte Sau kennt sich da herin aus. Wo ist denn der Waffentrottel? Bist du der Waffentrottel? Du bist der Mike! Was kannst du, Mike? Hey there. Halt dein Maul und laber mich nicht voll! Handeln! I'm listening to you. Dann kann ich mir also wir können jetzt Sachen verkaufen. Kann ich dir Schrott verkaufen? Ansehen kaufen, alles reparieren, schließen. Ich möchte was verkaufen. Was ist das da? Lüftungsrohr, Schrott. Achso, da kann ich nichts verkaufen. Wo kann ich ihn verkaufen? Okay, geh mir weg. Looking forward to seeing you again. Trade in Woodbury has been boom. Boom, ja, alles was ich mache ist Refund goes boom. Du Kackfrisur, du Fotzengrobe. Wo ist der Waffentrottel? Was, oben? Wie oben? Ist das oben? Da hinten? Help each other? Ah ja, das machen wir auch. Oder ist das wieder die Lagertus? Ich kenne mich da kein Stecken nicht aus. Oben ist gestanden, kaufen, verkaufen. Wo ist denn oben, Leute? Wo ist oben? Ein ganzer Name. Kann ich da... Da kann ich doch Sachen verkaufen. Bei dem kann ich doch Sachen verkaufen. Well, Soldier? Ja, Schnauze halten, handeln, das muss jetzt schnell Let's gehen. take a look. Ich darf jetzt gerne was verkaufen. Zum Beispiel die Tong. Wieso kaufst du meine Tong nicht? See you, buddy. Bei dem Trottel, wo du warst. Bei welchem Trottel, wo ich war? Bei der Lagertussi. Oben, im Menü oben. Was? Will ich nochmal schon schauen? Gibt es einen extra Menüreiter, wo ich umschalten und verkaufen muss, oder was? Einmal. Let's take a look. Ach da! Ja, okay! Kann ich bitte allen... Nein, es gibt nicht einmal einen Button, wo ich den ganzen Schrott auf einmal verkaufen kann. Super. Jetzt muss ich mir jedes einzelne Item mit dem Mauszeiger drüber gehen, schauen, ob es Schrott ist oder ob ich es brauchen kann und muss dann verkaufen. Ich glaube, dass mir wurscht ist. Es ist, glaube ich, nämlich alles Schrott. Weg. Wassermunition, Wutmünzen. Was mache ich mit Wutmünzen? Ich weiß es nicht. Kann ich Munition stacken? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich tatsächlich. Grenzt an der Wunder. Weg.
Was ist das da? Schrott, Fralle, weg, was ist das? Was zum Essen? Nüsse, Nahrung. Deine Mama ist eine Nahrung. Kann man das einmal aus... Kann man das nicht mit einem Klick sortieren? Ach komm, man hätte das wirklich... Bürger Cam, das ist Absicht, Leute. Das ist Absicht. Sagt es kaum. So, wie viele Münzen haben wir jetzt? Wir haben jetzt 1700. Jetzt werden wir verkaufen. Wie kann ich verkaufen? Wo kann ich verkaufen? 8. Wir haben ja. Dollar sind auch ganz viel wert. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt da eine halbe Stunde gut, wir haben nicht anständig gelootet, zugegeben, wir haben noch keine... Gibt's Spots, wo es besseren Loot gibt? Weiß ich nicht. Aber mit Schrottloot, einfacher Run, wir haben 3 Spieler getötet, glaube ich, haben wir 2000 Münzen. 2000. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, also ein Haus kostet 1.600.000. Wie kommen wir Waffen? Schauen wir mal schnell, was Waffen kostet. Ah, komm mal, aber er ist der Waffenhändler, oder? Ist er der Waffenhändler? Ich glaube schon, oder? Hey there. Wanna buy? Ja. Was kostet so ein... Was gibt es so für Waffen? Was kostet so ein Rucksack? Ja. Der große Rucksack kostet 6.700. Wenn du stirbst, ist er weg. Das ist generell kein schlechtes Spielprinzip für einen Extraction-Shooter. Mir wurde hier suggeriert, ich kriege ein MMO, in dem ich leveln kann und so weiter. Die Frage ist, was gibt es noch so für Waffen? Schauen wir mal. Oh ja, Whitemark MK16. Das schaut mich noch nicht, das ist kein Strike L, die haben wahrscheinlich keine Waffenlizenz, das würde mich schwer wundern. Das schaut schwer nach einer M4 aus. Oh, da steht sogar M4 drauf. Das ist ein AK irgendwas wahrscheinlich. Das schaut mich schwer nach einer Scar an, das schaut mich nach einer M16 an, oder das da herum nach einer M16, Schrotflinten, MPs und so weiter. Dann kannst du noch Attachments kaufen, Griffe und so weiter, kosten so 200 bis 500. Größere Magazine für 2... Ja, vergiss es. Absolute Verarsche. Und darum lege ich euch ganz schwerstens am Herz, wenn ihr das Spiel gekauft habt, hoffe ich für euch, ihr habt unter 2 Stunden Spielzeit, denn dann kann man es zurückgeben. Und darum gehe ich jetzt her und wir machen jetzt was. Sicherheitshalber gehe jetzt raus. Until we meet again. Sag das jetzt, wie es ist. Gehe jetzt aus dem Spiel raus und starte eine Umfrage im YouTube-Chat. Zurückgeben oder nochmal spielen. Hängt von euch ab. Sag ich es, wie es ist. Wie ihr es haben wollt. Was tun wir damit? Fragezeichen. Zurückgeben. Nochmal spielen. Umfrage. Oh, dann schalten wir vielleicht da um, dann sehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh, jetzt sieht man da wieder die Umfrage nicht. Ich tue mir mein Ding weg, ich tue mir meine Merch-Nachricht weg, dann müsste die Umfrage da bleiben. Was der, ja. Die Umfrage funktioniert folgendermaßen bei euch im YouTube-Chat, nicht bei mir im Video natürlich, sondern im nativen Chat neben dem Video. Könnt ihr oben auf die Umfrage drücken, soll man es zurückgeben oder nochmal spielen. Bei vielen ist die Umfrage gern ganz weiß und ihr könnt nichts drucken. Geht mal ins Querformat mit dem Handy oder macht kurz einen Dark Mode aus und ein. Dann müsste es wieder gehen. Weil der Sonntag Ruhetag schon wieder schreibt weiß. Da haben wir am Mittwoch schon Probleme gehabt. Nochmal. Dieser Entwickler wird nicht reich davon oder irgendwie erfolgreich davon, wenn ich mir jetzt für 40 Euro das Spiel kaufe. Es tut nur richtig weh, wenn ich sage, lasst das Spiel ja bleiben. Auf keinen Fall 40 Euro dafür. Mir tut es nicht weh. Ja, man natürlich gehe ich normal auch nicht her, nimm 40 Euro und schmeiß sie aus dem Fenster. Was, wie es der Stoshi schreibt, was für eine verfickte Enttäuschung. MMO suggeriert, Super Gunplay und Zombie im Koop suggeriert. Wir haben ja wie viele Zombies gesehen? 2.
Wir haben 3 Spieler erschossen, Trefferfeedback gleich fucking nothing. Die ganze Scheißstadt schaut aus, einfach gleich. Jetzt Gebäude innen, wir waren nicht im Fui, muss ich zugeben. Schaut aber alles gleich aus. What, da gibt's nicht viel zu, da muss ich nicht recht viel dazu sagen, Leute. Heilige Scheiße, wie schlecht ist das? Dann ist es ein Loot-Extraction-Shooter. Dann bleibt die gestorbene Leiche, die ich gerade erschossen hab, bleibt nicht mal 2 Minuten vor mir liegen, dass ich es looten kann. Das heißt, du kannst jede Leiche abcampen von deinem Gegner, bevor es looten kann. Weil du das aussitzen kannst. Das machst du in DayZ. Da kannst du die 2 Stunden vor die Leiche hinsitzen und dir Dinge, ja, nach 2 Stunden ist der Sniper vielleicht weg. Gehst hin, legst dich hin, bumm, du bist tot, weil er in einer Stunde immer noch da sitzt. Boah, leck ist das eine schlecht hingerotzte Scheiße und was für eine Verarsche. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit und für das Kerratens eigentlich verglockt. Es hat nichts mit einer Open World zum tun, außer mir sagt jetzt nur jemand, wenn ich die Map und die Quests da irgendwie durch habe, dass ich dann noch eine andere Map kriege. Dann sage ich, okay, die Kapazitäten waren nicht da, das sind instanzierte Maps, aber halt verschiedene. Aber ich rieche halt bis hierhin, dass das die einzige Map ist, oder? Und durch die haben wir durchgelaufen auf 10 Minuten. Und es rentiert sich auch nicht, da irgendeinen Umweg zu nehmen, weil die ganze verschissene Drecksstadt komplett gleich ausschaut. Aber halt komplett. Wuti, danke für die Mitgliedschaft. Moment, ich drücke auf Wiederholen, damit man es sagt. Wieso sagt man es nicht? Wuti! Es tut mir leid, irgendwie sind meine Alerts schon wieder kaputt. Da war die Privatröte für die. Welcome to the Squad, danke für die Mitgliedschaft. An den Rest, an den Gollum, an den Jay, Junior Elbow, an die Alice und an die Anna. Ich hab euch nichts. Oh Gott, ich hoffe, ihr seid noch da und seid mir nicht beleidigt. Ich war in-game. Hey, ich hab mich konzentrieren müssen. Selbst in einem Bullshit-Spiel konzentrieren wir uns. Heilige Scheiße, Wuti! Danke dir, Opa, auch nochmal. Ein Obolus für den Fährmann für die heutige Unterhaltung. Ich schleim, ich muss morgen arbeiten. Kruzifix, Alter. Vielen Dank, Alter. Ich hoffe, du bist noch da. Oh, das war vor 28 Minuten, der ist wahrscheinlich nicht mehr da. Opa, vielleicht sagst du im Nachschau-Squad, weiß ich nicht. Fühl dich geküsst, Bussi aufs Nussi. Leck mich am Arsch, Alter. Foxy, im ersten wieder ein Resub. Gib's weg und spul was da taugt. Herz jetzt auf mit Donations, das habe ich nicht verdient. Da hätte man. Das Schlimme ist, ja. Im Grunde funktioniert es ja. Ich hab was viel was Schlimmes erwartet. Sag ich dir, was es ist. Performance-technisch kann ich nichts sagen, weil ich da halt einfach eine Monstermaschine stehe. Ja, mit einer RTX 4090 und alles, was rundherum passend dazugehört. Da wird es schwierig, das Spiel zum Ruckeln noch fangen. Und wenn es dann zum Ruckeln noch fangen, dann muss ich sagen, Alter. Mit dem Spiel. 472 Stimmen. 91% von euch sagen zurückgeben. Ich sag das ganz ehrlich. Leute haben richtig Bock auf so eine Art von Spiel. Und wenn wir Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, dann merkt oder hat das schon vor 2 Jahren, 3 Jahren, wie das Spiel so einen Hype generiert hat, ein anderer, guter, brauchbarer, trustworthy Entwickler mitkriegt. Und arbeitet an zum Beispiel, wie der Sprengi schreibt, DayZ 2. Und nimmt sich das Division-Konzept und macht was draus, weil Potenzial in diesem Genre ist ja offensichtlich da. Sowohl bei der Kundschaft, das Interesse und ich hätte auch Bock drauf. Ich sag das, was ist, ich hätte Bock drauf. Optisch schaut es nicht schlecht aus, also es ist sehr milchig und so weiter. Aber es ist alles dieselbe Scheiße. Ich sag nicht, was ich looten kann, was ich nicht looten kann, keine Ahnung. Und wenn ich morgen, ja stimmt, die Kisten habe ich vorher looten können, dann kann ich doch im nächsten Raum sicherlich auch die anderen Kisten looten. Nein, kann ich nicht. Denkt sich bei so, fuck you. Also ohne Schmarrn, ich versuche die Hassbrille, die generell hassen alle dieses Spiel, abzunehmen und so fair zu sein, wie es geht. Ja, es geht nicht. Eine der krassesten Verarschen, die ich je gesehen habe und die ich jemals in meiner Zeit als Gamer mitgekriegt habe. Wow. Wow, Pombe der Merci für den 5er. Kauf dir lieber halbe, bevor du so ein Dreckspiel spielst. Vor allem diese Spiele, danke dir. Die Spiele könnten auch für Streamer und für Streams super unterhaltsam sein. Ich verstehe doch, DayZ ist super awesome zum Zuschauen. Super
super awesome zum Spielen. Auch gleichzeitig. Da können die besten Random-Momente passieren. Selbst in dem Spiel ist kurz einmal ein lustiger Random-Moment entstanden, wie ich gemeint habe, mich verfolgt einer, ich steige mich ins Eckerl rein, dann läuft er hinter mir einfach an mir vorbei. Schieß ihm ins Kreuz, er ist tot. Treffer-Feedback gleich 0. Waffen, ich hätte noch gern mehrere Waffen ausprobiert. Ich bin mir 100% sicher, dass sie alle gleich anfühlen. Und wenn du da Attachments ohne baust, dass sie rein gar nichts ändert, ich mag's gar nicht auch. Jesse, wer hat Bock auf eine Live-Rezension? Sollen wir eine reinschreien? Wie machen wir das jetzt? Habe ich irgendwas da, wo man so macht? Sagt mir da irgendwo, ich habe noch nie eine Rezension geschrieben. Sagt mir in meiner Steam-Bibliothek irgendetwas Sensitives, was ihr nicht zum Singen habt. Was keinem so geht, ich glaube nicht, und wenn dann ist es mir jetzt auch wurscht. Wir haben 102 Minuten Spielzeit, also genügend Zeit, um das Ding zurückzugeben. Was ich tun werde. Es schaut im Stream folgendermaßen aus: 91% sagen zurückgeben, 10% sagen nochmal spielen. Ich weiß nicht, was. Ist jemand da, der in der Umfrage auf nochmal spielen gedruckt hat? Der mir jetzt bitte in den Chat schreibt, in den normalen Netpad Donation oder sonst irgendwas, bitte, warum? Los. Ansonsten muss ich sagen, muss das irgendjemand mit den Fettfinger gewesen sein? Weil ich glaube, wenn du einmal aus Versehen daneben druckst, dann kannst du nicht mehr ändern. Bitte nicht, wir wollen die höchstens leiden sehen. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Grund, den ich verstehen kann. Speis nochmal, du fetter Vollidiot, damit du da mal was zum Leiden hast. Vielleicht drucken auch einige auf es ist ja oft der Fehler, dass die Umfrage komplett weiß ist und ihr könnt dann gar nichts lesen und ihr druckt es dann vielleicht drin umeinander und dann aus Versehen auf Nein. Das ist auch schon passiert. Weil bei mir alles weiß war, auch im Querbild. Ja gut, dann weißt du ja nicht einmal, ob du auf Ja oder Nein gedruckt hast. Ja, ist ja besser so, wenn keiner was positiv sagen kann. Probieren wir es. Grafik und Umgebung im ersten Moment, der erste Eindruck ist okay. Sobald du 10 Minuten da drin umeinander, haben wir alles gerade gesagt, wir fangen mal das Schreiben an. So, ich muss sagen, kann ich da irgendwie voll zum BPM, was ist denn der BPM? Da bin ich jetzt so. Alter, jetzt haben wir im Gamepad-Mode, da will ich nicht hin. Wie kommt da wieder raus? Die Menü auswählen, ein aus. Steam beenden, Big Picture, das ist der Big Picture Mode, da bin ich ja nie. Also jetzt bei Obacht, wie schreibt man überhaupt das Steam-Rezension? Und die wird jetzt so gnadenlos ehrlich, wie ich hoffentlich meistens bin, oder eigentlich immer. So, Community Hub, Diskussionen, Guides, Support. Wie tut man das? Wo schreibt man da? Big Picture Mode, nice. Zeichnest du einmal bitte, wie man so ein Spiel zurückgibt. Wanger sagt, ich bin mir nicht sicher, was für sensitive Daten das man da sieht. Ich darf es euch gern sagen. Da ich das aber sehr selten tue, weiß ich nicht, was man da alles sagt. Da muss ich nach jedem Klick kurz einen Monitor wegmachen. Nicht, wenn da jetzt irgendwo meine Adresse steht, Alter, dann bin ich ja gefickt. Ah, und komplett behindert bin ich halt auch nicht. Schreib's auf Barisch! Ja, Christoph, was hast du gemeint, was ich jetzt tue? Was ist jetzt da in Preisensprache daherkommen, oder was? Zufall, oder? So, jetzt mal so, da gehen wir jetzt mal auf die Shop-Seite. The day before. Schaut mal um. Seht ihr da irgendwas, was keinem was angeht? Ich mache einfach mal da alles zu, ist sowieso alles völlig wurscht. Das ist Discord, das darf jeder sehen, das ist OBS, darf auch jeder sehen. Und das ist halt mein Steam. Scheiß drauf, passt schon. YouTube-Video. Hello, my friends! Why do you not see anything? Here we are. Wonderful. Here you can see everything what I can see on my monitor. Machen wir, möcht's einen großen Chat oder den kleinen? Machen wir den kleinen. Ja. Oh, den haben wir nicht geändert. Wieso haben wir den nicht geändert? Warte mal, da muss ich kurz lurren. Ja, das müssen wir schon mal. Das ist wichtig, Kinder, das ist wichtig, aber eigentlich meint, der ändert sich dann eigentlich global. Das machen wir jetzt wieder. Die Zeit nehmen wir uns, wenn wir schon nicht mehr Gameplay zu sehen bekommen, dann nehmen wir uns die Zeit für eine ausführliche
für eine ausführliche Rezension. Und dann steht darunter was. So, jetzt pass auf. Einfacher wird's nicht. Hier schreiben Sie eine Rezension für The Day Before. Bruder. Alle Rezensionen äußerst negativ. 13.381 Rezensionen. 16% der 13.381 Nutzerrezensionen für dieses Spiel sind positiv. Oh! Ah, leg mich am Sack. Da lesen wir doch mal rein. 0,9 Stunden insgesamt. Also eine gute Stunde gespielt. The Fat One. Also erstmal eine Kurzfassung. Das Game ist absolute Rotze. Nice. Lange Version. Mein erster Kritikpunkt ist, dass Fantastic das Game seit dem ersten Gameplay-Trailer als Open World Survival Game promoted haben. Und was ist es geworden? Das uneheliche Kind von EFT und The Division mit einer Prise Daisy, aber es wurden nur die schlechten Gene vererbt. Ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der das sieht. Was haben wir da? Nicht empfohlen. 3,9 Stunden. Kick the Snow. Mein Beileid, du kannst nur mal zurückgeben. Early Access Rezension. Hier etwas Besseres als The Day Before. Waffelteig. Lese ich vor, ist wichtig, ist besser wie alles, was wir gesehen haben. Mach den Trailer aus, bitte. Was für ein Trailer? Also, hab ich schon. Oder hört ihr noch irgendwas anderes? Nein. Waffelteig. 125 Gramm weiche Butter. 100 Gramm Zucker. Eine Packung Vanillezucker. 3 Eier, 250 Gramm Mehl, eine Prise Salz, ein Teelöffel Backpulver, 200 Milliliter Milch. War diese Rezession hilfreich? Ja. Ja. Was haben wir da? Ein Typen, der hier scheißt. War auch hilfreich. Der AK74 schreibt, Zimmer 40 schreibt, der war Gott sei Dank 1 Stunde 7 Spielzeit, kannst du zurückgeben. 1 Stunde verschwendet, in einen Server zu bekommen. Dann endlich spielen dürfen. Nach ca. 30 Minuten Playtime eine Mission abgeschlossen. Mein Fazit, Trash pur. Einfach nur ultras langweilig und kein Open World Survival Game, sondern einfach ein billiger Extraction Shooter. Passt am besten zusammen. In meinen Augen nicht einmal 5 Euro wert, Schmutz pur, Refund ist raus, lächerlich. 5 Euro ist, es ist keine 40 wert, es ist auch keine 5 Euro wert. Ich sage, es ist ein Early Access Spiel für 15 Euro. 15, 20 Euro lasse ich mir eingehen. Und dann muss ich aber in den nächsten 2 Jahren muss ich so viel Progress da drin sehen, dass alle in die Hose scheißen. Wird aber nicht passieren, da kannst du mit Gift drauf. Ja. War diese Rezension hilfreich? Dem kann ich einen Preis geben. Preis. Gib ihm Preis. Was ist denn das? Ein Preis verleihen. Was kostet mir das? Ich habe 106.000 Steam-Punkte. Was kennen Steam-Punkte? Ich befasse mich mit so einem Scheiß nicht. Sowas behindert. Lustig. So, ich bin jetzt dran. So, jetzt mal einmal. Ich mache jetzt Rezension hier. So! Komm mal. Grüß Gott beieinander. Kinder! Punkt. Ich war wirklich... Na, stopp. Ja, passt schon. Ich war wirklich stets bemüht, die Hassbrille nicht ganz so stark in mein depperte Gichtfotzen zum Drucker über der Rest. Okay? Da habe ich gedacht, hey, weißt du was? Geh her, schauen wir uns im Stream an. Stell fest. Gute Idee. Wenn IA komplett geistig minder bemittelter. Dürfen wir da, wie schaut es denn in so Rezensionen mit Beleidigungen aus? Wird man da oder ist da recht freie Zone? Werde ich genauso hinschreiben. Minder bemittelter, ich traue mich nicht weiterschreiben, weil ich nicht weiß, wie das da läuft. Ob hier rechts freie Zone ist
oder ob ich aus dem Leben gejietet werd. Punkt. Aber es war halt doch nicht so gut. Weiß das wie es ist. Aber gehen wir ein bisschen ins Detail. Der fette Trottel im Internet, der kann viel verzeihen, wenn der Tag lang ist. Nee. So. Im Detail. Meine Herren, meine Damen, meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert. Wenn dieser Haufen Linde, sogenannte Open World Schrott, Open World Game sei soll, dann glaube ich, habt ihr mehr gesoffen, wie ich spimm in meinem Leben. Survival! Wo? Survival wo? Open World! Wo? Wo? Was haben wir noch? Gunplay! Wo? Treffer! Feedback! Wo? Ich sag's, wie es ist. Ich bin a Gute. Komm mal, du, lass ja eine Viertelstunde gewesen sein. Die komplette Map abgelaufen. Dann hab ich's gehabt. Auf dem Weg zu glorreichem Loot. Klammern. Der ungefähr so glorreich war wie mein Sprühwurst nach 14 Tassen Kaffee. Habe ich noch schnell 3 Eigentlich kann man NPCs sagen. NPCs! AKA Spieler der Schossen, die noch armselige, traurige, ahnungslose und lootlose durch die liebloseste Stadt gerannt sind. Wie? Sounddesign, Steps, wo? Links, rechts, und aus, laut, leise, wo? Wo? Sternchen, wische mir die Augen aus. Sternchen, putze die Brille. Gnädel ist schon gut, ich höre dich schon. Sternchen, beruhige den Hund mit sanfter Stimme.
Atme. Huste. Atme erneut. Raste kurz aus. Verprügle den Hund dann doch. Nein, du natürlich nicht. Verprügle mich für diesen Kommentar dann selbst. Im Ernst jetzt. Das ist die größte Verarsche, die ich fast jemals in meiner 34-jährigen Gaming-Karriere gesehen habe. Die Typen, die diesen Haufen Software, Preisen, Scheißdreck verbrochen haben, kehren eigentlich verklagt wegen ihrer Führung von gehypten Pre-Order-Idioten. Ich bin Streamer. Ich darf das. Okay, bye. Ist das okay? Liest du das einigermaßen? Ich habe mir nur noch mal eingeschrieben. So, ich lese nochmal vor. Alter. Komm, das größte Mal. Also mal so. Am Schluss, okay, bye. Atme ein letztes Mal und halte die Luft an bis zum bitteren Ende. Da. Ich lese noch mal vor. Da! Es kommt meine Hand! Habe ich noch was vergessen? Ich bin's, Birger. Punkt. Kinder! Ich war wirklich stets bemüht, die Hassbrille nicht so ganz stark in meine depperte Gichtfotzen zum Drucken wie der Rest. Da hab ich mir gedacht, hey, weißt du was? Geh her. Schauen wir uns im Stream an. Stelle fest. Gute Idee. Wenn ihr komplett geistig Minderbemittelter, in Klammern auf, ich traue mir nicht weiterschreiben, weil ich nicht weiß, wie das da läuft, ob ich hier rechtsfreie Zone ist oder wo ich aus dem Lehn gehietet werde. Aber es war halt echt nicht so gut. Was selbst ist, aber gehen wir ein bisschen ins Detail. Der fette Trottel im Internet, der kann auf 5 wenn er da gelang ist. Ne. Im Detail. Meine Herren, meine Damen, meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert. Wenn dieser Haufen Linder sogenannter Open World Schrott ein Open World Game sein soll, dann glaube ich, habt ihr mir gesucht, wie ich gespielt in meinem Leben. Füge an! Alter, ich hab echt schon viel gespielt. Das als Randnotiz. Survival! Wo? Open World wo? Gunplay wo? Trefferfeedback wo? Sag's wie es ist. Ich bin der Gute. Du lässt ja mal 4 Stunden gewesen sein. Die komplette Map abgelaufen. Neues gehabt. Auf dem Weg zum glorreichen Loot, der ungefähr so glorreich war, wie man Sprühwurst nach 14 Mal Tassen Kaffee. Und 12 Rockstar. Habe ich nur schnell 3 NPCs, AK-Spieler erschossen, die nur armseliger, trauriger, ahnungsloser und lootloser durch die liebloseste Stadt gerannt sind. Wie? Sounddesign Steps. Wo? Links, rechts, oben, und aus, laut, leise. Wo?
Wische mir die Augen aus, putze die Brille, beruhige den Hund mit sanfter Stimme. Mama untereinander, lässt sich hin. Wische mir die Augen, beruhige den Hund mit sanfter Stimme. Atme, huste, atme erneut, raste kurz aus, verprügle mich für diesen Kommentar dann selbst. Im Ernst? Das ist die größte Verarsche, die ich fast jemals in meiner 34-jährigen Gaming-Karriere gesehen habe. Die Typen, die diesen Haufen Software-Scheißdreck verbrochen haben, können eigentlich verklagt wegen Irreführung von gehypten Pre-Order-Idioten. Ich bin Streamer. Ich darf das. Okay, bye. Atme ein letztes Mal und halte die Luft an bis zum bitteren Ende. Enter. Hashtag unfassbar. Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie das Produkt kostenlos erhalten haben. Na, ich möcht's nicht damit geschenkt. Empfehlen Sie dieses Spiel? Nein. Rezension veröffentlichen. Ich glaube, ich habe gerade die erste Rezension meines Lebens in einem Spiel auf Steam hinterlassen. Es war grandios. Oh, eins haben wir noch vergessen, stimmt. Zombies. Wo? So, jetzt ist die Frage, ich darf euch wirklich jetzt gern Franzi, has become a man by the übersehen, Bussi aufs Nussi. Welcome to the squad, ab in den Chat, ab in die Franzi. The day before ich verarsche, im ersten wieder im 5er, so ein Dreckspiel, geiler Stream, neuer Follower, hast du für die... Aber... neue Follower schmeißen in der Regel nicht mit 5 Euro um sich. Was ist da los? Willkommen in der Community der absolut völlig geistig Behinderten. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, einigermaßen. Ich habe versucht, das Beste aus dem Spiel herauszuholen. Wahrscheinlich war das Beste die Rezension. Und die paar Schlaganfälle, die meine Webcam offensichtlich hat. Gib's zurück, aber zeig's nicht her. Opa, die habe ich auch wieder übersehen. Du bist immer noch da! Opa, du musst in die Arbeit! Guckst du mal die Uhr! Schluck dir der Chef mal wieder zusammen. Bevor es 2 Jahre wartet, schau dir lieber mal Naquan Last Paradise an. Das kommt bald und schaut super aus. Kenne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise kenne ich aber jeden Scheißdreck, aber mittlerweile kommt da so viel Zeug, dass du das nicht mehr im Überblick behalten kannst. Ich sag dir, red sie nicht, ich will dir einen Preis geben. Ja, verleiht dem Mann einen Preis! Eigene Rezension anzeigen. Da ist. Da. Nicht empfohlen. Sage ich das irgendwie, wenn da irgendjemand Kommentare erlauben? Ja, natürlich Sichtbarkeit öffentlich, Sprache Deutsch. So. Kommentare abonniere ja, weil mich interessiert, was drunter schreibt. Ich freue mich über einen Gruß natürlich. Was haben wir? 2 Personen fanden diese Rezension hilfreich. Was habe ich? 6 weitere Community-Preise anzeigen. 2 Personen fanden diese Rezension lustig. Was habe ich da? Poesie. Poesie. Solch ein elegantes Prosa. Ein literarisches Fest. Haben das die Geschenke, die ich gekriegt habe? Was habe ich da davor? Keine Ahnung. Ich kenne mich da. Das tue ich normal nicht. Keine Ahnung. Was mich beunruhigt, 21 Freunde haben das von mir. Und das sind nicht meine richtigen Freunde. Sagen wir, das sind viele Leute aus der Community, die sie über die Jahre angesammelt haben. Haben das Ding auf der Wunschliste. I fucking double dare you. Wehe, ihr gebt diesen Arschlöchern 40 Euro für diesen hingerotzten Lügenscheiße Dreck. 2 Freunde besitzen dieses Spiel bereits. Der Mox der Watschen hat 1,5 Stunden Spielzeit zurückgeben. Super heftig. General hat 2,3 Stunden. Den haben sie erwischt. Der kann es nicht mehr zurückgeben. So, jetzt passen wir auf. Jetzt gehe ich da mal schnell auf Chat. Ich schaue mir jetzt einmal schnell an, was für Daten man sieht. Ich muss jetzt Schritt für Schritt. Ich zeige es euch wirklich gern, wie man ein Spiel zurückgibt. Weil es nur gut ist. Das ist, Finn! Wieso sägen ich eigentlich keine Mitglieder mehr? Da kommen mal Fotos sowas auf und so ein Scheiß passiert nicht. Finn, danke für die Mitgliedschaft, ab in den Chat, habe ich dir, Finn. Kriegst du Privattröte und alle anderen natürlich auch. So viele Leute schreiben, sie finden die Rezension, kann ich die irgendwie teilen? Kopiert? Die schreibe jetzt einfach mal da einer, ist das, ich schicke das jetzt einfach mal da einer, ist das, keine Ahnung, ist das der Link? Ist das der Link zu meiner Rezension? Ich habe keine Ahnung, just click it. Zeigst du es jetzt doch? Ich darf es gern zeigen. Ich darf es gerne herzeigen, wie es funktioniert. Weil ich das nicht für, wenn Leute das nicht wissen, dann will ich da gerne etwas Gutes tun.
Generell gilt die Regel, wenn du auf Steam ein Spiel kaufst, egal was kostet, 5 Euro, 50 Euro, 100 Euro, keine Ahnung was, und du sagst ja in Steam immer die Spielzeit, die wird ja immer mitgemessen. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Da sagt man dann zum Beispiel, dass man im letzten Jahr 1500 Stunden in EVE Online versenkt hat und ich mich so frage, the fuck am I doing with my egal. Und unter 2 Stunden kannst du Spiele zurückgeben. Ohne Angabe von Gründen und du kriegst noch Geld wieder. Easy. How to zurückgeben. Mösewicht. Mösewicht amüsiert mich der Name. Amüsiert mich übrigens immer noch. Nur weiß ich jetzt nicht im Prozess des Zurückgebens. Kann es gut sein, dass da Rechnungsadressen drinstehen oder PayPal-Adressen und sonst irgendein Bullshit. Und die zeige, ich bin nicht behindert und zeige das vor 1000 Leuten im Stream. Ja? Darum schalte ich jetzt einmal kurz um. Und ansonsten versuche ich, wenn ich es nicht herzagen kann, dann versuche ich es zu erklären, Schritt für Schritt, was ich gerade am Monitor mache. Okay? Ist das Deal? Ich hoffe schon. So, jetzt muss ich muss selber erstmal schauen, weil ich selber nicht so oft Spiele zurückgebe. Und zwar, du gehst in der Regel, Steam, fremdes Spiel, nein. Du gehst auf Hilfe, dann gehst du aufs, also in Steam oben, Steam Support. Da muss ich jetzt mal schauen, the day before. Ja, genau. Conny Herzog. Conny Herz, das wird jetzt hin und her geschaltet, es tut mir leid, aber das tun wir jetzt einfach. Bevor sie dort die Hälfte verpisst, ich weiß, wie es geht, please leave a like. Habt ihr überhaupt auf den Like-Button schon gedrückt? Schluss jetzt! Mad Max, merci dir. Servus Birger, ich schaue dich jetzt schon seit 5 Jahren und will echt mal Danke sagen für deine Streams. Du bist echt der einzige Streamer, den ich mir geben kann, LG aus Landshut. Das find ich oft so krass, wenn Leute sowas sagen, dass ich der einzige Streamer bin, den man sich geben kann. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Das wundert mich jedes Mal wieder. Da gibt es einige, die mir das manchmal schreiben und so weiter, da wo ich mir denke, was machen andere Streamer so anders oder was mache ich anders, was ist der Grund dafür? Das darf mich interessieren. Herr Thallinger, ebenfalls merci für den 5er. 4, was Hand die Streampunkte kriegst, wo der 4 oder Hand die einfach so übrigens geiler Stream, bester Streamer. Oh, Herr Thallinger, das ist schwierig zum Lesen, ich weiß nicht genau, was die Frage ist. Du hast halt schon 21 Preise für die Ritzi gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was mit den scheiß Preisen tun soll. Ne? Der einzige Streamer, den man sich geben kann, der nicht auf OnlyFans streamt. Spreng ich, böse. Wahrscheinlich, weil ich der einzige Dialektstreamer bin. Stimmt nicht, ich bin nicht der einzige Dialektstreamer. Aber ich bin einer der größten, wenn ich nicht sogar der größte bin, weiß ich nicht. Ich weiß, das müsst ihr mir sagen. Ihr schaut Streamer, ich schaue keine Streamer. Du bist gefühlt der einzige Bayer, der streamt. Das ist, ja, also ich glaube in der Größenordnung mit 1000 Zuschauern aufwärts. Ja, ihr könnt auf Spiel drauf haben. Manchmal sind es 1000, dann sind es 100, dann sind es wieder 2500, dann sind es knapp 3000 im Landi, etc. etc. Irgendwie gängen Mitglieder-Alerts nicht mehr. Marvin! Welcome to the Squad, kriegst du auch Privatröte. Bussi aufs Nussi. Chris, merci für den 5er. Als halber Steirer habe ich endlich mal einen Streamer gefunden, der richtig Bock macht, aufzuschauen. Weiter so. PS, Refund, ich bin behindert zum Lesen, Entschuldigung. PS, Refund macht Bock, mehr als das Game. Word on street is, you got a fat cock! My cock's so fat! Ich bin so geil am Leben, dass ich mich selber angreifen. Das ist einfach alles, was ich dazu sagen will. Chris, merci dir. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn in Österreich, ist eh klar. Der Dagal schreibt, Dialekt ist geil. Ja. Ist aber auch so eine kleine Hürde. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Es ist auch eine Hürde. Das merkt man dann, wenn Shorts viral gingen oder ein bisschen außerhalb der Abo-Grenze rausschwappen und kämen Preisen-Kommentare mit ja, Deutsch, wir sind hier Deutschland. Ja, und in denen 4 Wörter schreibst du so viele Rechtschreibfehler ein, dass ich in die Hosen scheiß vor lauter Behinderung. Naja. Herr Dahlinger! Merci, Herr Chris, merci, Rest, merci. So, Schluss jetzt. Jetzt mal so auch, das kann ich jetzt sagen. Das machen wir jetzt noch schnell fertig, damit es seht. Thomas Mischalten. Jawohl. So, hier sind wir nun. Du gehst als allererstes da oben auf Hilfe und dann auf Steam Support. Das ist mal das Erste. Dann kommt da eine Liste mit Punkten. What the fuck is your fucking problem? Herr Fraß! Ich weiß nicht, warum jetzt der Chris mit der Mitgliedschaft angezeigt wird, der Rest nicht. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung, bei mir geht sowieso wie nichts. So, womit benötigen Sie Hilfe? Dann wird da schon aufgelöst. Die letzten Spiele, die du gekauft hast, teilweise die letzten Spiele, die du gespielt hast
Wobei der Vampire Survivors nicht dazugehört, um ehrlich zu sein. Und ansonsten generell Fragen, Spiele, Softwareprobleme, Käufeprobleme, meine Account-Probleme, blabldi. Und in der Regel klickst dann einfach auf das Spiel. Jetzt muss ich wieder zurück, weil ich nicht weiß, ab welchem Punkt da irgendwann mein Adress steht. Ich klicke jetzt auf The Day Before. Dann gehst du im Menü einfach weiter. Und da ist jetzt dann schon so weit, ja, da steht jetzt Quittung etc., der ganze Scheiß, gekauft am 7. Dezember, also ich habe es gestern schon gekauft. Ich mache das immer, wenn ich weiß, ich stream dann das Spiel und so weiter, kaufe ich das immer meistens schon am Tag davor, lade es oben, starte es einmal kurz, dass ich sehe, okay, es geht, richte einen Stream ein, passt, dann machst du wieder zu. Welche Probleme haben Sie mit diesem Produkt? Dann haben da 5 Buttons, ganz einfach im Steam. Technische Probleme mit dem Spiel, DLC oder Bonusinhalte fehlen, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Probleme mit meinem Produktschlüssel, ich möchte dieses Spiel dauerhaft von meinem Account entfernen. Dann gehst du jetzt als erstes, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich richtig bin. Machst so, Hilfe zum Spiel oder technische Probleme oder, und da gehen wir einfach mal, ja, das sechst jetzt eigentlich nichts Besonderes nicht, sagen wir mal her. Blablabla, Sie haben das Problem ausgewählt, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann hast du 2 Punkte, Hilfe zum Spiel oder technische Probleme oder ich möchte eine Rückerstattung beantragen. Wunderbar, ihr schmeißt es aber einfach mit Donations weiter, weil kein Mensch weiß, was heute schon wieder los ist, aber offensichtlich hat es Nikolaus am Weihnachtsgeld ein Kind gekriegt und auf eurem Konto ein Bukake-Fest gefeiert, ich habe keine Ahnung. Gehen wir wieder zurück aus. Nicht wundern, ich gehe deswegen nochmal, damit es jeder verstanden hat, ich gehe deswegen Stickerl und Stickerl in der Szene da hin und her, dass ihr das nicht seht, weil ich nicht weiß, ob da irgendwelche Adressdaten oder sonst irgendein Scheiß jetzt da gleich angezeigt wird, der nur mir was angeht und euch nicht. Okay, ich möchte eine Rückerstattung beantragen, drückt mal drauf. Steht dort, lädt automatisch, die Seiten neue Rückerstattung beantragen, Rückerstattung 7. Dezember, the day before, 38,99 €. Wählen Sie die Art der Erstattung, das ist ein Dropdown-Menü, klickst du ein, als Steam-Guthaben zurückerstatten auf PayPal. Oder ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe halt mein PayPal-Konto mit Steam verbunden, ich kaufe meine Spiele alle über PayPal. Wenn du mit Vorkasse, ich weiß gar nicht, kann man über Vorkasse zahlen? Weißt du, ich habe keine Ahnung. Kannst das wahrscheinlich sogar per Banküberweisung zurücküberweisen lassen. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Ich möchte es wieder auf mein PayPal-Konto haben. Ich möchte es nicht als Steam-Guthaben, weil da liegt es halt, da kann ich nichts anfangen mit dem Geld. Was soll ich da noch mit? Zurückerstatten auf PayPal. Dann steht dort, durch die Rückerstattung, lädt automatisch wieder, durch die Rückerstattung werden die folgenden Produkte aus Ihrer Steam-Bibliothek entfernt. The Day Before, 2 Stunden Spielzeit, gesamt 38,99 € wird Ihnen auf PayPal zurückerstattet. Sagen Sie uns warum. Und das haben wir Ihnen gerade in der Rezession gesagt. Um Ihnen in Zukunft besser helfen zu können, geben Sie bitte den Grund für diese Rückerstattung an. Begründung. Mein Problem ist nicht aufgelistet. Oh, Hinweise. Dann kann man selber was reinschreiben. Na, kann man nicht, doch, kann man schon. Betrug vom Feinsten. Werft diese Entwickler wieder von der Plattform. Das ist eine absolute, das schreibe ich jetzt ausnahmsweise normal, weil das liest im schlimmsten Fall der Steam-Stuff. Das ist eine absolute Irreführung, wie sagt man, Irreführung der Zielgruppe. Suggeriert wurde ein Open World Survival MMO. Bekommen haben wir einen billigen Extraction-Shooter. Absolute, schönes Wort, Hansi, Dankeschön. Verbrauchertäuschung. Sowas sollte mit einer Klage beantwortet werden. Punkt. Der super heftig General, haben wir uns in der Freundesliste, ja, natürlich haben wir uns, erstmal habe ich die in den Chat hinein. Servus, hab's schon noch zurückgeben können. Der super heftig, es ist gut, dass du das schreibst. Erstmal habe ich die Ehre. Das schreibt mir gerade in Steam, Servus, hab's schon noch zurückgeben können. Wie wir gesehen haben, der super heftig General hat im Steam mehr als 2 Stunden Spielzeit gehabt. Das heißt, wenn es ganz weit fight, in dem Fall fights weit, ja, das verarsche, dann kannst du auch länger bei 2 Stunden spielen und kannst darauf bestehen. Du gibst mir das Spiel, ihr habt mir verarscht, Leute, möchtest mich trollen. Manche Leute brauchen nämlich in die Anfangsmenüs, lassen sie die bei der Charaktererstellung mehr Zeit. Beim Texte anhören, was die NPCs zu dir sagen, mehr Zeit. Und da haben 2 Stunden nix.
Ja, das ist gleich, ich meine, ich merke das selber in die Streams, da machst du so, dann haben wir durch. Super heftig, General. Merci für die Nachricht. So, und dann senden Sie Ihre Anfrage ab. Wir werden eine Antwort an meine E-Mail-Adresse. Warten wir schon soweit. Die zeige ich natürlich nicht, bin ich behindert. Erfahren Sie mehr über unsere Rückerstattungsrichtlinien. Antrag einreichen, klickst du hin, dann lädt es kurz und dann steht, ich lese vor, Steam Support. Ihre Anfrage wurde an den Steam Support übermittelt. Die zugehörige Referenznummer lautet blablabla. Sobald ein Support-Mitarbeiter auf die Anfrage antwortet, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an blablabla gesendet und dann steht nochmal zusammengefasst dort, was das Problem ist. Und dann dauert es normalerweise, ich habe schon so lange nichts mehr zurückgegeben auf Steam, muss ich ganz ehrlich sagen, dauert es normalerweise nicht einmal einen Tag und dann kriegst du Geld wieder. It's easy as that. Und darum ist Steam auch der Platzhirsch am Gaming-Markt. Und zwar mit einem dermaßenen Abstand, dass du in die Hose scheißt. Steam, ich war übrigens live dabei, wie Steam auf die Welt kam, 2003, glaube ich. Haben wir es alle gehasst, keiner hat es verstanden, aber der Gabe Newell, was der Gabe, heißt der Newell? Der Gabe, Lord Gaben, der Gaben heißt der. Lord Gaben war seiner Zeit 10 Jahre voraus, wenn nicht 15. Sneef, merci für den Fünfer. Hab der heute schon 20 Tono gegeben, die hast du nicht gelesen, es tut mir so leid. Wartner, immer in Straubing am Haus des Kindes. Sneef, du Vollidiot. Sneef, es tut mir leid. Alter, heute haben die Leute so krass eskaliert, ich hab mit Sicherheit mehrere Leute in der Donation übersehen, ich geh nochmal schnell durch. Alex, ich schleiche mich jetzt ins Bett, ich wünsche dir einen Chat eine gute Nacht und viel Spaß. Alex, merci dir und nochmal merci für die Mitgliedschaft. Chris, welcome to the squad. David, merci. Chris, merci. Die Traumtänzerin schreibt, ich hab's nicht gelesen, aber ich hab die doch vorher gelesen, oder hast du mehr rein? Hast du wieder... Alter, die Listen ist so unendlich, so endlos lang, dass... Ich hätte da so gerne eine Suchfunktion herin. Wieso kann ich da keine Suchfunktion am Untersuchen, Stummschlangen herauszoomen? Ich habe keine Suchfunktion. Traumtänzerin, es tut mir so leid. Schreib's in normaler Chat, was du geschrieben hast, dann lese ich es. Doch. Dere, heute Resident Evil 2 Streams nochmal geschaut. Das habe ich gelesen, aber das war vor 2 Stunden. Wo haben wir noch überfliegt? Es tut mir so leid. An Sneef, Alter, es ist keine Absicht, dass ich 20 Euro oder so weit wird es noch kommen, dass ich 20 Euro Donations überlese. Aber ich fühle mich halt wie ein Arschloch, wenn ich es nicht lese. Ich weiß auch nicht, aber was soll ich machen? Steh doch immer am Haus des Kindes und warte auf die! Das war ja quasi dieselbe Nachricht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Am BMX, da ist der BMXer gekommen. Immer noch gute Besserung, selbstverständlich. Da Kupsi. Ich hoffe, vorher der Kommentar war übrigens in Ordnung und den hast du verstanden. Da habe ich nicht mehr gelesen. Der Wonger sagt! Ein Haufen Leute werden dafür die Erklärung heute danken. Hashtag Frankensquad. Ich hoffe. Es ist überhaupt kein Stress nicht. Es findest du zur Not selber. Wenn es wirklich scheitert, keine Ahnung, lass das Video zurücklaufen, her der Nummer an, was ich gerade gesagt habe beim Zurückgeben. Ansonsten google einfach. Google einfach, Steam, Spiel zurückgeben und dann gibt es wirklich, es sind 5 Klicks. 5 Klicks. Und da fuckt ja keiner, da braucht keiner ein schlechtes Gewissen haben oder sonst irgendwas. Wenn die Entwickler ein Drecksspiel abliefern, kaufen, zurückgeben, fuck you. Blauer Pixel, ein paar Worte zu den Game Awards. Weißt du, was ich gern gemacht hätte fast? Wir haben doch am Dienstag ein GTA 6 Ding. Wir brauchen immer noch ein anderes Wort für fucking Reaction. Alter. Ich hasse das Wort Reaction. Betreutes Schauen. Haben uns einen Trailer angeschaut und den ein bisschen auseinandergenommen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich euch gefragt habe, war das für euch in Ordnung oder habt ihr sogar Bock drauf, das öfter zu machen? Senf dazu. Spring. Wieso frage ich nicht gleich die? Besenfung. Ja, Besenfung. Besenfung. Betreute Besenfung. Besenfung. Und da habe ich mir auch überlegt, genau solche Sachen, die erstens, ganz wichtig, habe ich letztes Mal schon gesagt, es artet hier nicht aus in einem Reaction-Kanal. Ja? Aber ich gebe zu, ja, natürlich, es ist easy Content. Aber ich habe Spaß dran, mir geht es um das. Ihr habt es mit 95% abgestimmt. Alter, Fräulein, hau mir rein. Ich habe sehr viel Zuspruch in die Kommentare gekriegt unter dem Video. Gut gemacht, keine Ahnung. Keiner hat irgendwie Kritik geäußert. Zu lang, kurz, zu viel gelabert, keine Ahnung was. Das ist gerne öfter das. Aber halt wirklich nur zu halbwegs relevanten Dingen, wo ich auch selber der Meinung bin, ich glaube, da kann ich was sagen dazu, dass ich mir vielleicht sogar eine Meinung erlauben darf. Zum Beispiel
der Fallout-Trailer der Serie, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, den darf ich mir gerne miteinander anschauen. Und die Game Awards hätten sie natürlich auch, wie soll ich sagen, die hätten sie wirklich auch sehr gut angeboten. Aber die haben jetzt schon vorbei. Das müssen wir eigentlich jetzt tun. Aber bei diesen, speziell bei der Besänfung, Besänfung, Alter. Spreche, du Vollidiot. Ich schwör's dir bei Gott, wenn du jemals diese Community verlassen sollst, dann komm ich und prügelt die wieder ein, das ist dir schon klar. Du bist fester Bestandteil. Ein ähnlich fester Bestandteil wird Steffi. Ist einfach wichtig, oder? Professionelles Senfding. Traumtänzerin, kannst du bitte von dem Stream ein kurzes Video machen? Kommt bestimmt gut an, vor allem mit der Rezension. Ich versuche ja immer irgendwie, wenn sie sich ergibt, einen Short aus den Streams zu machen. Und natürlich, wenn sie sich ergibt. Aber ich werde jetzt da nicht mit Gewalt irgendwas zusammenschnipseln und so weiter. Für das mal, ich bin halt einfach Fan von Long-Term-Content und wer da drauf Bock hat, der schaut sich das auch im Ganzen an. Ich werde dafür mache ich Kapitel in die Geschichten rein. Da kann man durchspringen. Das mache ich schon eine ganze Zeit lang. Vor allem, wenn wir das Thema am Schluss im Blättschmerz dann immer und immer wieder wechseln. Ja, aber wenn ich so eine Besänfung, bleiben wir vorerst mal bei Besänfung, gefällt mir ganz gut. Angesänft. Dann wirst du besänft und dann passt das. Traumtänzerin, danke dir. Schluss jetzt mit Donation. Zieh die Donation zurück, weil du hast mit Sicherheit schon in die normale Dinge eingeschrieben. Es tut mir wirklich leid, wenn ich irgendjemand mit Donations übersehe. Irgendwann, es ist halt völlig am Ausarten bloß noch. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich darf das gerne mit einer kurzen Ankündigung speziell zum Thema machen. Zum Beispiel Fallout-Trailer, Game Awards, was auch immer. Dann gehen wir das durch. Das soll so ein kompakter Stream werden, wie es geht. Da ich das mit dem Ziel mache, dass das später dann halt auch ein Video wird, ein VOD wird, das sich vielleicht jemand auch nachträglich nochmal anschaut und man gegebenenfalls mit dem Content ein paar neue Leute aus der Gaming-Branche mit Gaming-Interessierung, gibt's das Wort? Nein, gibt's nicht, halt einmal, in die Community einbringt. Warum? Denn seit 1,5 Monaten habe ich Minus-Abonnenten. Seit Oktober. Na, im Oktober hat es sich noch plus-minus gehalten. Seit November, den ganzen November über 120 Minus-Abonnenten, keine Ahnung. Ich kriege schon immer wieder ein paar neue dazu, aber es gingen mehr weg als neue dazu kommen, darum steht da ein Minus. Und seit Anfang dieser Woche ist es das erste Mal, gut, da ist auch ein Video gekommen, da ist es aber ein bisschen anders, aber seit GTA, die 2 Streams, heute etc., gehen Abos wieder nach oben. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen. Ich mache das nur, solange ich Bock habe, nur zu Themen, wo ich mir denke, da kann ich was sagen. Game Awards, Fallout. Und es soll ein eigenständiges Stream werden. So war jetzt meine Idee gewesen. Und wenn aus diesen Streams, aus den kurzen und knappen, wo ich mir nicht nochmal 3 Stunden Stream anschauen muss, also wirklich ein Long-Term-Content, ein Short ausgeschnitten, wie aus dem von GTA am Dienstag, der ist zwar auf YouTube vollkommen untergegangen, aber das ist mir auch völlig wurscht, der schnell ausgeschnitten ist, schnell aufgeladen ist, dann passt das. Christoph, by the way, schreibt was sehr Interessantes. Das habe ich Spreadshirt sogar schon vorgeschlagen. Was hältst du von einem Alert, wenn jemand im Shop einkauft und dann eine Nachricht im Stream, in Stream kommt, wenn du live bist via Donation? Das gibt es sogar, aber nicht mit Spreadshirt. Das habe ich ihnen schon vorgeschlagen, da sollen sie sich mal drum kümmern. Sie sagen, ja, schauen wir mal, ist noch nicht recht viel passiert. Traumtänzerin, nochmal danke für den 5. Und Leergut Bandit! Bussi aufs Nussi, welcome to the squad, aber in den Chat habe ich die Ehre eines Leergut-Banditentum. Das ist so einmal das sind so einmal die groben Rahmenbedingungen für diesen Reaction-Zeig. Und, auch ganz wichtig, nicht zu jedem Scheißdreck, nicht zu feste Zeiten. Da kommt eine Random-Ankündigung, dann bin ich da. Eventuell kündige ich es am Sonntag an, mit im Discord, wenn er nicht im Discord ist. In der Beschreibung ist der Link. Mache ich jeden Sonntag eine Ankündigung. Es gibt jeden Montag und Mittwoch weiterhin die Streams, wie gewohnt, mit den Spielen, die uns taugen, etc. etc. Und dazwischen... Schluss jetzt! Berndl Sepp! Jetzt wieder ein Resub bei der 55 Monat. Du gottverdammter Geschubster und der ganze Rest auch! So sieht's aus.
Ich glaube, das machen wir so lange, wenn wir Spaß haben. Ganz einfach. Und ich glaube nicht, dass mich da irgendjemand von euch abstraft. Ja. Löwenzahn. Und was sagst du zu den Game Awards? Da haben wir da jetzt keinen Reaction-Stream mehr draus machen können. Eine Besänfung. Muss ich da ein bisschen aus dem Stehgreif plaudern? Wir haben heute im Podcast schon drüber geredet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte einen Applaus. Eine Applaus-Eskalation im Chat für das diesjährige Game of the Year Baldur's Gate 3. In 3, 2, 1, los. Jetzt müssen erstmal alle durch die Emojis durch. Manche entscheiden sich dazu, Applaus zum Schreiben anstatt das Emoji zum Suchen. Ganz ehrlich, Baldur's Gate 3 absolut verdient, mit Abstand die größte Überraschung seit Ewigkeiten. Ich bin noch nicht durch, muss man auch sagen, aber ich habe mindestens 100 Stunden eingebuttert. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Die anderen RPGs, die sich damit vergleichen, einer Vorgänger, Divinity Original Sin, Pillars of Eternity 1 und 2, Torment, dann das dazwischen, weiß ich nicht mehr, Pathfinder, die alten Baldur's Gate Spiele und so weiter. Da gibt es ja nicht so viel, weil das ja noch dazu, das macht es ja so besonders. Diese RPGs, das ist ein Genre, das eigentlich nicht so groß ist. Und dass sowas das Potenzial zum Game of the Year hat, ist absolut herausragende Scheiße. Im Positiven. Das gefreut mich unbandig für Larian Studios, absolut verdient. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Wer Bock auf Rollenspiele hat und wer so richtig viel Zeit hat und richtig viel Zeit in ein Spiel Bock hat zu investieren und sie richtig krass in eine Welt hineinziehen lässt, die er so wahrscheinlich noch nie erlebt hat, Entschuldigung. Kauft's bitte Baldur's Gate 3 direkt auf Steam, ohne Key, ohne irgendwas rundherum, keine Ahnung. Larian Studios hat jeden Cent mit dem Ding verdient. Jeden einzelnen. Mad Max! Man wird halt ernsthaft gebannt, wenn man auf dem Discord der Entwickler fragt, warum die uns scammen wollen. Mad Max, merci für deinen Zwick, aber es ist ein netter Hinweis. Auf dem Discord. Was meinst du, was die jetzt für einen Shitstorm vor sich haben? Wenn er nicht schon gestern losgegangen ist. Ich habe mich versucht, fernzuhalten von den Rezensionen, damit ich so unbeeinflusst wie möglich ins Spiel eingehe. Aber, Schnutschi, danke dir, bin auch wieder da, nimm das! Schnutschi, danke schön. Hör mal jetzt bitte auf mit den Donations, das war super. Der Christoph Beide schreibt, ich bin Programmierer, das mit dem Shop-Alert könnt ihr dir wohl machen. Das Lustige ist, ich bin auch Webdev. Wahrscheinlich kann ich das auch selber machen. Ich war bis jetzt nur zu faul. Ich war bis jetzt einfach nur zu faul. Und das kann ich nicht verlangen, dass da irgendwie... Außerdem muss ich da wahrscheinlich APIs ausgeben und so Geschichten und das tue ich ganz ungern an Leute, die ich nicht kenne. Kein Vorwurf, kein gezieltes, ich vertraue dir nicht, da bin ich ganz neutral, aber das ist immer sehr risikobehaftet. Sehr risikobehaftet. So, Game of the Year, was haben wir noch? Ich weiß jetzt die Kategorien leider natürlich nicht mehr auswendig. Alan Wake, ich glaube Baldur's Gate hat insgesamt 6 Preise abgesandt. Absolut zu Recht, wunderbar, molto bene, Staccato, Strollo, nice. Sonntag-Ruhetag, merci wieder ein Resub. Ist der Applaus der Bruder vom Nikolaus? Ja, der zweite. Von hinten. Sonntag-Ruhetag, danke dir. Hast du schon von dem neuen Jurassic Park Survival Game gehört? Es hat keine direkte Jurassic Park Lizenz, glaube ich, aber es ist ein Dino Survival, oder? Habe ich gesehen, ja. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht eine ähnliche Verarsche ist wie die wir gerade gespielt haben. Weiß ich. Das Musical vom Alan Wake haben sie live aufgespielt, absolut zu Recht. Genauso, das wollte ich gerade sagen. Alan Wake 2, und das habe ich mit Ankündigung gesagt, hat auch einige Preise gekriegt. Einige Preise. Beste Regie unter anderem, an das erinnert ich mich noch, etc. etc. Hat auch mindestens 2 oder 3 Preise gekriegt. Dann ist das beste RPG, glaube ich, Pikmin. Das hat mir der Kani heute erklärt, was das ist. Da haben wir im Podcast darüber geredet. Der kommt übrigens am Sonntag. Für alle, die den Podcast noch nicht kennen, da darf man uns auch mal freuen über ein Abo. Was das eben ist, die Gaudi heißt Speziwirtschaft. Ist ein anderer Kanal. Ist zwar meiner, aber da mache ich das halt nur mit 2 anderen. Pikmin ist Best Sim. Was habe ich gesagt? Beste Strategiespiel. Pikmin. Was habe ich gesagt?
Bestes Indie-Game, weiß ich nicht mehr, was war das habe ich nicht kennt, aber da war unter anderem Dave the Diver drin und Dredge. Habe ich beide gespielt, eins davon im Stream, eins davon nicht. Du hast RPG, habe ich gesagt, Best RPG? Echt? Ja, war ich schon wieder, was ist was ist. Alan Wake ist echt gut, aber die Story ist ein bisschen undurchsichtig und auch überfordernd. Hast du absolut recht, ja. Vor allem auf die Art und Weise, wie wir das gespielt haben, nur einmal in der Woche. Tut mir leid, nach einer Woche habe ich einfach vergessen, was Charakter Y irgendwann mal irgendwo im Eck hinten in die Hosen geschissen hat und das jetzt da irgendwas ausgelöst. Ich kann nicht mehr folgen und dann nimmt halt das Interesse rapide ab. Rapide. Schade drum. Wenn du das aber solo, glaube ich, einigermaßen durchziehst und durchspielst, dann ist es ein richtig geiles Game. Best Game momentan ist The Last of Us. Ja gut, bei mir im Stream. Recht viele andere Spiele gibt es ja nicht. Preisenfrage. Hab ich im Short zu GTA gesehen? Was heißt drum Postros scheißen? Bitte helft's mir. Normalerweise darf ich jetzt sagen, dass wenn ich erklären muss, bist du des Begriffes nicht wert. Das ist ganz einfach eine Post. Zerleg das Wort. Post. Ross. Scheißen. Post wie die Post. Früher nahm man bei der Post Pferde für die Kutsche. Und das Ross ist ein Pferd. Postross. Und Scheißen. Da nehmen wir nicht das Tunwort, sondern machen wir ein Substantiv draus. Dann ist Scheißen die etwas flapsig formulierte Begrifflichkeit für Arsch. Okay? Daraus fügen wir zusammen, wie früher im Setzkasten mit deinen Buchstaben in der ersten Klasse, Postros scheißen. Das bedeutet so viel wie, der ihr Arsch ist genauso breit wie von dem Pferdl der Postkutsche. Ist es ausreichend erläutert? Okay. Ich sage mal, der geläufigere Begriff ist Brauerei Gaul oder Brauerei Ros. Bei uns sagt man Ros. Ros. Roswürst. Das ist Ross und Wurst. Ergibt Rosswurst. Braun steinigen mich da gern, wenn ich das sage, aber das ist, was das ist. Was soll ich machen? Wenn er schon hieß, dann friese ich ihn halt. Schön, oder? Heute haben wir sehr lyrisch. Wir sollten eigentlich anfangen, sofort auf der Stelle ein Buch zum Schreiben. Das wird gut. Muss ich einen bayerischen Verhaltenskodex da noch niederschreiben. Und das war mal der geilste eigentlich, genauso wie ich rede. Genau wie er in der Rezension so, ja, du da überdenkt, Punkt. Was ist? Was ist mit meiner Cam? Sneef, gute Frage. Mal geht's nicht. Ich glaube, dass da mein USB-Adapter am Mainboard hat ab und zu einfach mal Probleme. Warum? Weil da ungefähr 400 Sachen draufstecken. Und ich habe die Cam wieder auf 2K gestellt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die auf 2K gestellt oder auf 4. Natürlich habe ich es auf 4K gestellt. Birge, du Superheld. Stellen wir es halt einfach wieder runter, dann ist es nicht ganz so gestochen scharf. Minimaler Unterschied, aber sie dürfte jetzt nicht mehr so oft flackern. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es noch mit, aber ich werde mir jetzt dann sowieso langsam aber sicher davon verpissen. Dem war ich wieder. Wahrscheinlich, weißt du, was ich dir sag? Wir spielen ja, da haben wir letztes Wochenende angefangen, Season of Discovery zum Spielen. Also World of Warcraft, Classic, spezielle Season. Da haben wir auch ein paar Leute danach gefragt, was ich davon halte. Ist cool. Ist ganz cool. Wenn du WoW Classic magst, kannst du ruhig mal reinschauen. Das ist in Ordnung. Und wahrscheinlich habe ich einen Raid versammelt. War alles umsonst. Ich habe einen 25er Pala und einen 10er Jäger. Und einen Jäger spielen wir weiter, weil das zweimal. Classic Leveln ist schon gescheit, zack. C-Wurst. C-Wurst, Freunde der Sonne, C-Sohle. Da beißt du lang drauf rum. Und vor allem ab Level 25 fängt es dann das erste Mal so richtig gut, dass es ein bisschen ziert wird und ja, was nicht. Kommt The Day Before als Grabstein auf den Jahresmerch? Also auf den Jahresmerch kommt es auf alle Fälle in irgendeiner Form, in Form eines Grabsteins, weiß ich noch nicht. Ich mache mir jetzt noch keine Gedanken drüber, welche Form nächstes Jahr der Jahresmerch hat. Auf was ich auch wahrscheinlich achten werde,
wir werden wieder weggehen von der isometrischen Perspektive, wenn wir wieder mal komplett was anderes haben. Was ich ganz cool finde, ein bisschen eine Idee habe ich schon, aber da ist ja noch ein Jahr hin, Kinder. Und zwar eine 7 in Form von Comic Panels. Also schon wieder 2D, nicht isometrisch, aber halt, dass lauter so kleine Kastel mit kleinen Beutel sind, die dann einen Simmer ergeben oder ein römisch 7 oder was auch immer. Aber das habe ich erstens bis nächstes Jahr sowieso vergessen und zweitens mir 5-mal anders ausdenkt, was es ist. Jetzt geht's um den da, Kinder! Biergerware.de ist wieder online und es gibt aktuell noch versandkostenfrei. Bitte hassen mich nicht die, die schon bestellt haben mit versandkostenfrei, da spart euch 5,50 €. Das ist meistens sogar mehr als eine 20% Aktion, die einmal im Monat irgendwann stattfindet, vor Weihnachten natürlich nicht. Nach Weihnachten irgendwann dann, weil sie die meisten einfach ein T-Shirt bestellen und dann haben Versandkosten drauf. Ich glaube, versandkostenfrei ist in der Regel ab 100 € oder so. Könnt ihr es euch sparen. So! Dann steigen wir uns ins Bett ein! Also ins Bett geht natürlich noch nicht. Ich schaue mir, ob ich noch in Reddit neu kann. Wann gibt's dein Buch aus? Ja, morgen. Morgen Mittag. Zipfe du. Sprengi! Da ist noch ein Jahr hin, bis du schaust, das Summe. Das ist richtig, Alter. Kinder, in 2 Wochen ist Weihnachten. Also, wir haben eigentlich alle einen Arsch offen. In 2 Wochen ist Weihnachten. Gut, bisschen mehr wie 2 Wochen, aber am Sonntag in 2 Wochen. Da haben wir übrigens wieder 2 Wochen nicht da. Sag ich dir, was ist. Da habe ich Urlaub und dann distanziere ich mich auch hiervon. Ich werde natürlich die Zeit vom PC verbringen. Mal schauen, was für Spiel das ich mir auserziehe, aber womöglich Baldur's Gate 3. Da habe ich alle Zeit der Welt, aber es ist einfach dann 2 Wochen Streampause und ich glaube, das tut auch ganz gut. Habe schon gesagt, der Zeitraum von Januar bis in August durchstreamen ist einfach zu viel. Ich sage es euch freiwillig, wie es ist. Da werden wir mir wahrscheinlich im April zu Ostern eine Woche einhauen über den Feiertag und im Juni meine Geburtstagswoche und dann ist es alles ein bisschen entspannter, ein bisschen. Und da glaube ich, reißt man keinen Arsch auf. Ja? Dafür streamen wir momentan auch viel öfter als, und machen wir viel mehr, als wir das normalerweise tun. Ist auch der Plan so ein bisschen über den Winter gewesen. Ich habe es versprochen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen dran gehalten. Und dann schauen wir mal. Der Stefan schreibt, wann nächster Nippelklötze-Stream? Weiß ich noch nicht, wenn ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, ich weiß nicht. Wir haben ja nicht mehr viel. Wir müssen eigentlich nur ein bisschen fertig machen, das Nippelklötze-Ding, wo wir da haben. Ich mag jetzt nicht versprechen, dass wir das noch vor Weihnachten, deren wahrscheinlich eher nicht. Wir werden sehen. Und was wir nächsten Mittwoch spielen, da habe ich noch so ein bisschen ein Problem damit. Ich würde nämlich gerne ein bisschen was Abwechslung das haben, nicht nur The Last of Us. Schauen wir mal. Naja, gönn dir ein bisschen Urlaub, hast du für dich. Um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, I'm suffering from success. Es ist nicht, aber das machen wir schon immer so. Hey, über Weihnachten, es ist so, das ist keine Arbeit nicht da, versteht's mich nicht falsch. Ja? Natürlich ist irgendwo Arbeit da, das ist auch Zeit, ist einfach Zeit, ist egal. Aber einfach einen Kopf mal komplett frei haben, das schaut nicht. Und es ist so krass, Sommerpause war gefühlt vor 2 Wochen. Ich schwör's dir, die fühlt sich bei mir an vor 2 Wochen. Dabei war es vor 3 Monaten. Haben wir? September, Oktober, November, vor 3,5 Monaten. Ich weiß nicht, was das mit der Zeit soll. Das ist offensichtlich so, wenn man älter wird. It is what it is. So. Verpissen wir uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe keinen Dunst. Also im Ernst jetzt. Den habe ich sonst schon nicht, aber heute noch viel weniger. Was zur verfickten Hölle hat das heute mit den ganzen Donations sein? Ich weiß es nicht. Danke. From the bottom of my Miau. Je öfter das ich sage, desto unglaubwürdiger wird es, aber ist mir scheißegal, Alter. Vielen lieben Dank für alles. Vielen lieben Dank für eine tolle Saison. Vielen Dank für einen tollen Start in die neue Saison. Danke, dass ihr immer noch da seid. Es ist unfassbar nach so vielen Jahren. Danke für die ganzen Donations, danke für die Mitgliedschaften, danke für Scheiße nochmal alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren nicht verstehen und ich hoffe, wir sind in 5 Jahren noch da. Jetzt tun wir mal nicht so, als würden wir uns nie wieder sehen, weil wir sehen uns am Sonntag um 20 Uhr. Stopp, nicht Sonntag. Ja, am Sonntag um 20 Uhr im Discord kommt die Ankündigung. Nächsten Montag, selbstverständlich mit der Last of Us 2. Diesmal werden wir ein bisschen mehr sneaken anstatt ballern, hoffe ich, so Munition sparen. Und was wir nächsten Mickern, vielleicht unterhalten wir uns da im Discord noch übers Wochenende, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo man da hängt. City Skylines 2. Das ist der letzte andere Stream vor Weihnachten. Mittwoch drauf ist dann Weihnachtsfeier.
Da machen wir einfach Blade-Schmerz. Schauen wir mal. Nächste Woche Reaction mit reinhauen, eine Besänfung, Dienstag, Donnerstag, keine Ahnung wann, weiß ich nicht. Schauen wir uns einen Fallout-Trailer. Halten Sie davon. Machen wir doch gleich nächste Woche. Je länger das wir warten, desto weniger bringt es eigentlich, sollten wir es sofort morgen machen. Das ist so ein bisschen was, da muss ich auch dann zeitnah bei den Dingen sein, sonst interessiert es keinen mehr. Das war dasselbe, wenn ich jetzt auf den Baldur's Gate 3 Release-Trailer reagiere. Senfe. Senfe, ja, richtig, das ist das richtige Wort. Freitag, 14 Uhr, ja, guter Punkt, aber da sitzen wir meistens beim Podcast. Da habe ich ja nämlich auch schon überlegt, ob ich da den Wunsch erfülle, Herr Stefan. Hab schon an dich gedacht, tu dich nicht hinunter. So, und jetzt verpissen wir uns. To your heart, Brudis! Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich hoffe, Sie hatten Spaß, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, genießen Sie das Wochenende, die freie Zeit, tun Sie etwas Schönes, geben Sie Ihrem Hund ein Küsschen aufs Nüsschen oder streicheln Sie die Katze Ihrer Frau, was? Und jetzt verpisst er ins Bett, wir sehen uns am Montag um 20 und wenn er kommt, ist er Bobermann. Habe! Mit der Tröte sanft um den Anus kreisen. Und wenn sie nicht so hört, stimmt was nicht.